Jetzt aber schnell, bevor hier Endlosschleife ist, wa? Das ist ja wild. Oh, ich muss erstmal hier das Bild ausblenden. Sehe ich mich selber, das macht mich ja kirre. Kirre, kirre, kirre. Ich mache mal das. So, erstmal Brille putzen, wa? Thales, servus. Hallogen, guten Abend. Chico, alte Kanone. Was ist los bei dir? Servusle, wie geht's euch? Wie war euer Montag? So beschissen wie meiner, oder was? Eine Woche Urlaub, da ist gleich Chaos auf der Arbeit. Katastrophe. Elex, servus. Ruckel, servus. Ei. So, jetzt sehe ich doch auch wieder was. Wie ich eure Kommentare besser sehe, Leute. Ja, ich habe noch keine Kommentare gelesen, wie immer. Ist eure Meinung zum Pauli-Spiel? Hauptsache 3 Punkte, wa? Hauptsache 3 Punkte, Haken dran, fertig. Mehr kannst du da, glaube ich, nicht mitnehmen aus dem Spiel. Und natürlich, dass wir bald müssen wir einen Klaus Augenthaler reaktivieren. Ja, dass der den Libero gibt in der Abwehr. Ist ja wild, was da gerade los ist. Ganz wilde Nummer. Aber gut, so ist das manchmal, ne? Müssen wir halt immer eins mehr schießen, wie wir kriegen, ne? John Jay, servus. Schatz, servus. Ruhig, servus. Kampfdampfer und Litanos. Muss der lieber jetzt jedes Spiel 2 Tore machen, wa? Dann wird's vielleicht was. Ja, ich bin gespannt. Ich denke mal, Augsburg wird schon ein ganz guter Gegner werden. Als kleine... Hauptsache dann die Doppelpack, genau. Als kleine Generalprobe für Inter. Ich denke, die sind zu Hause schon ganz abgewichst. Stehen defensiv ganz gut, aber wissen auch, wo das Tor steht, das gegnerische. Ne? Ja, schauen wir mal. Conny Leimer als Rechtsverteidiger ist ja gesetzt. Komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Habe ich wieder nicht verstanden. Ich meine, habt ihr die Leistung gesehen gegen Pauli, Alter? Da könnte ich eine Stunde extra drüber reden. Aber dann platzt mir der Kopf. Ach nee, das sehe ich gar nicht so, John Jay. Nee, sorry, da gehe ich persönlich nicht mit. Warum? Ja, sorry. Fonzie Davis, ob da ein Fonzie Davis hinten drin steht, ob da ein Guerrero hinten drin steht, ob da ein Ito hinten drin steht, ob da ein Conny Leimer hinten links steht, ob da... Keine Ahnung. Ein Stunny hinten links steht. Das wird, was die Defensivarbeit angeht, ist das kein großer Unterschied. Ja, was dir weggeht, ist die Geschwindigkeit, wodurch Fonzie mal eine Chance vereitelt hat. Ja, wenn der Gegner schnell durch war. Da gehe ich mit. Ja, das ist aber der einzigste Punkt. Ansonsten, Fonzie Davis kann keine Flanken verhindern. Conny Leimer kann keine Flanken verhindern auf der anderen Seite. Guerrero kann das nicht. Der Einzige, der es hätte können, wäre Ito gewesen. Ja, den sehe ich als defensivstärksten an von unseren Leuten, die da rumpimmeln auf der linken Seite. Also ich sehe da defensiv jetzt keinen großen Qualitätsverlust. So. Auf der Linksverteidiger-Posi. Und in der Zentrale, ja, Erbik hat keinen guten Tag gehabt gegen Pauli, zumindest erste Halbzeit nicht. Muss man mal abwarten. Also davor, die Leistung von Erik waren gut. Klar hat er nicht diese Geschwindigkeit, wie es ein Upa hatte. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, Upa war auch gut in Form. Ich denke, das ist der Ausfall, der ein bisschen mehr wehtut. Ja, aber ganz ehrlich, ein Erbik sollte das schon hinkriegen, oder? Ich meine, vielleicht, wer weiß, vielleicht passieren auch noch Zeichen und Wunder und wir sehen vielleicht in der Champions League den Josh auf dem rechten Verteidiger-Posi. Oder auf der linken und mal einen Rechtsverteidiger auf der Rechtsverteidiger-Posi. Ich weiß es nicht. Ja, aber nee. Ich denke nicht, dass das mit der Champions League war. Wie gesagt, wenn uns vorne die Leute wegbrechen würden, ja, dann würde ich mitgehen. Das würde ich dann auch sagen, dann ist vorbei. Aber Leute, ja, dann kriegen wir halt 2, dann müssen wir halt 3 schießen. So einfach ist das. Ja. So. Ich meine, das ist jetzt Inter, nicht Barcelona oder was weiß ich was. Ohne Inter schlecht reden zu wollen, aber nee. Außerdem muss die Mannschaft halt arbeiten, ne, defensiv.
So, das war ja, was uns auch immer ausgezeichnet hat. So, darauf wird es halt auch ankommen, gerade in der Champions League. Aber auch schon in Augsburg, denke ich. Das sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. So, aber nee. Also gehe ich nicht mit, dass da jetzt irgendwie die Champions League weg ist. Nee. Wie gesagt, in der Offensive sind alle Stars da. Das ist das Wichtige. Offensiv, ja. Ey, wenn da ein Rad ins andere greift, wenn alle fickrig sind, und das sind alle in der Champions League. Ich denke, gerade so ein Harry Kane ist dann nochmal 50% mehr motiviert. Nee, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Alles gut. Musst du halt einziehen. Ja, wir werden mehr Tore kassieren, als wenn die beiden da wären. Da gehe ich ja mit. Ja. Aber am Ende, da musst du halt eins mehr vorne schießen. Fertig. Ja. Ganz einfache Kiste. Leimer Defensivkatastrophe. Ja. Ja, das sehe ich genauso, Letanos. Aber ich denke, auch ein Upa kannst du ersetzen. Machen wir uns nichts vor, wenn. Ihr wisst alle, in den entscheidenden Spielen hat Upa immer einen Bock drin gehabt die letzten Jahre. Also, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass ein Upa mal nicht da ist. Und da ein abgewichster Erbik Dyer steht mit 30 Jahren oder 31 Jahren Erfahrung. Mal abwarten. Wird die Zeit zeigen, ja. Wie gesagt, nochmal gegen Pauli. Erste Halbzeit war Erbik nicht gut. Zweite Halbzeit war es besser. Aber das ist ja auch wieder eine Viererkette-Kombo gewesen da. Die gibt ja auch alles, Alter. Ein Rechtsverteidiger, der defensiv nicht vorhanden ist. Ein Linksverteidiger, der defensiv nicht vorhanden ist. Ja, da siehst du als Innenverteidiger aber schon mal schlecht aus. Ne? Wenn dann noch das zentrale Mittelfeld defensiv nicht vorhanden ist, ja, dann siehst du ganz alt aus. Ja, das muss man mal den Innenverteidiger ein bisschen zugute halten. Das war ja schon teilweise wild, ne? Ja, Lucio ist ja jetzt auch kein Defensiver, Alter. Lucio ist ja dann auch eher offensiv unterwegs. Oder war er? Ja, mal abwarten. Also, wie gesagt, ich denke, unsere Offensive ist das Thema. So defensiv, ja. Mein Gott. Also ist ja nicht so, dass wir keine Alternativen haben, Alter. Wir haben seit Wochen 2 Rechtsverteidiger auf der Bank sitzen. Warum, weiß ich nicht. Frag mich nicht. Geht in meinen Schädel nicht rein. Ja. Ich meine, wenn alle Stricke reißen sollten, ja, sollte Minjay der Nächste sein, der umfällt, ja, dann muss er Leon in die Innenverteidigung stellen, dann muss ein Conny Leimer mal in die Zentrale rein, aber wahrscheinlich wird dann auch eher ein Palinja da vorm Kimmich rumdümpeln. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, katastrophal halt, ne? Weiß ich nicht. Ich sage, vielleicht ist natürlich, ich habe es ja im Taktikfuchs gesagt, im letzten, ist natürlich ein schlechter Zeitpunkt, um da jetzt alles über den Haufen zu werfen. Aber vielleicht wäre es sinnig, ein Palinja mal auf die 6 zu stellen. Vielleicht einen Josh mal als rechten Verteidiger. Stell den Stunny meinetwegen als linken Verteidiger auf und stell mal den Conny Leimer oder einen Leon dann auf die 8. Ja. So, vielleicht gibt das dann mal ein bisschen Stabilität. Wäre vielleicht meine Idee. Ich meine, wir haben den Mann verpflichtet für, was weiß ich, über 50 Millionen. Ich möchte nicht wissen, was der an Jahresgehalt bekommt. Und dann tingelt der da auf der 8er-Position und auf der 10er-Position rum. 20 Meter vor Joshua Kimmich. Also Katastrophe gegen Pauli. Ja? Aber auch die Spiele davor schon. Also ich bin sehr gespannt, was da. Ich denke, Augsburg wird schon ein kleiner Zeig sein. Ich denke, da wird man schon mal gucken, was da in der Startelf steht, was sich da ein bisschen eingroovt. Denke ich, wird auch gegen Inter auflaufen. Ich bin sehr gespannt. Ja, also es wird auf jeden Fall Zeit. Ihr wisst, ich habe absolut nichts gegen Kompanie. Ja, aber den Conny Leimer Take, Alter, der geht in meinen Schädel nicht rein. Ja, und das muss man mal ganz klar ansprechen. Ich meine, so blind kann man doch auch nicht sein, oder? Ich meine, das war St. Pauli. Habt ihr die Defensivleistung gesehen gegen St. Pauli? Die so offensiv stark sind wie ein Stück Holz? Alter, Katastrophe. Katastrophe. Und der ist immer noch Rechtsverteidiger. Ich weiß nicht warum. Fragt mich nicht. Vielleicht hat einer von euch einen Take dazu. Grüß, servus und moin. Guerrero Linksverteidiger spielt sich schwarz. Ja, me too. Das ist ja, unser Außenverteidiger ist eine Katastrophe, ne? Dann ist die linke Seite, wie gesagt, da kannst du besser einen Stunny da nach links ziehen. Obwohl ich sagen muss, Conny Leimer hatte mir auf links, wo er das eine Mal Linksverteidiger gespielt hatte, 20 Minuten, da hat er mir noch am besten gefallen. Auch, wenn die Außenverteidiger-Posis nehmen, aber keine Ahnung. Also die können halt beide keinerlei Flankenversuche verhindern. Ja? Die werden beide einfach hergespielt. Weiß ich nicht.
Die stehen im Raum und das ist alles, wofür die da hinten stehen in der Viererkette. Also da kannst du besser, habe ich ja auch schon gemacht, den Take, da hättest du besser mit einer Dreierkette spielen können. Ne? Dann lass das weg, Alter. Ich meine, kannst du immer noch, auch wenn Ito jetzt nicht da ist, dann spielst du mit dem Minjay, linker Part, dann die rechte Part und in der Mitte Eric Dyer. Und dann spielst du halt mit 2 Sechsern. Ne? Dann machst du mal ein paar Linien dahin, dann mach meinetwegen König Josua daneben und dann machst du davor einen Achter. Ja? Und gut ist. Wir müssen unsere Außenbahnspieler mal ein bisschen defensiver denken. Ich meine, Michael macht das eh immer. Aber da muss der Linke das auch mal tun, je nachdem, wer da auflaufen darf. Und Feierabend. Ja, ist ja auch noch eine Möglichkeit, die wir haben. So, weil Außenverteidiger haben wir ja nicht wirklich. Oder die dürfen ja nicht spielen mit dem Stunny. Also ich glaube, auch das wäre noch eine bessere Geschichte wie eine Viererkette mit Guerrero und Conny Leimer als Außenverteidiger hat. Aber dann, ohne Scheiß, wenn die auflaufen in der Champions League, dann gehe ich mit. Dann gehe ich mit, laufen die auf der Außenverteidigerposition, dann kannst du einen Haken dran machen. Weil das ist noch nicht mal so Bundesliga-Niveau. Ja, ich meine, das war St. Pauli, Alter. Ja. Nichts gegen Pauli, alles gut. Ja. Aber, ne. Wild. Wild, was da abgeht auf Außenverteidiger. Inter wird komplett unterschätzt. Nee, warum soll denn Inter unterschätzt werden? Die sind doch auch Erster in Italien. Die werden mit Sicherheit nicht unterschätzt. Mit Sicherheit wirst du eine starke Leistung brauchen. Ja, aber wie gesagt, wenn wir mal eine stabile Viererkette da hinkriegen und ansonsten musst du einem mehr schießen, wie du kassierst. Das ist ja jetzt auch nicht das Problem. So einfach ist doch Fußball. Ja. Ist ja jetzt für uns auch nicht unmöglich, oder? Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich denke mal, das Spiel gegen Augsburg wird schon ein bisschen was zeigen am Freitag. Ne? Blondie, guten Abend. Zu Müller, ja, da sagen wir gleich mal was zu. Ne? Palini auf die 6 und Kimmich rechts, fast schon Pflicht jetzt, wo man defensiv angeschlagen ist. Ja, ich würde das auch fühlen. Also ich würde auch einen Kimmich rechts fühlen, dann machst du einen Stunny nach links, Palini auf die 6 und wie gesagt davor, also ich würde davor immer noch einen Conny Leimer fühlen, ne? Je nachdem, wie du dann agieren willst. Wenn du ein bisschen ruhiger agieren willst, dann stell halt einen Goretzka in die Mitte auf die 8. Ich meine, Leon ist, wenn er in der Mitte spielen darf, ohne Kimmich besser, als wenn Kimmich neben ihm spielt, warum auch immer. Ja, da ist er einfach präsenter. Sehe ich jetzt auch nicht als so schlecht an. Ja, aber ich habe die Befürchtung, wir werden da wieder Conny Leimer auf der rechten Außenbahn sehen. Alter. Ja, aber Augsburg ist ja jetzt auch nicht so, wie sagt man? Also Augsburg ist ja schon heimstark. Auch, ne? Ja, wir haben uns da schon immer schwer getan, das ist richtig. Aber wenn du die Ergebnisse von Augsburg anguckst, die Saison zu Hause, da ist auch nicht so schlecht. Ne? Wenn man da noch dazu tut, dass wir uns eh schon immer schwer tun. Also einfach wird es nicht, ne? Ich denke auch, das wird ein schwieriges Spiel. Zählt einem auf die Füße, dass man die Jungen nie rangeführt hat. Mit Rafa als LV und Leim als RV kannst du Champions League sowieso vergessen. Ja, da gehe ich mit. Wenn die beiden auflaufen, kannst du das vergessen, ja. Ja, weiß ich nicht, ob einem das auf die Füße fällt. Ich meine, das ist natürlich jetzt schon unglücklich, dass 2 Linksverteidiger ausfallen. Das muss man ja ganz klar sagen. Und nochmal, du hast einen Stunny, der auch links spielen kann. Du hast einen Boué, der auch links spielen kann. Ich denke mal, es fällt einem eher auf die Füße, dass man die so außen vor gelassen hat bisher. Weil beide sind ja fit. So, ja. Und trotzdem läuft da immer ein Conny Leimer als Rechtsverteidiger rum. Warum auch immer. So, das fällt einem vielleicht ein bisschen auf die Füße. Ja. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, das mit dem Ito ist natürlich schon unlucky, Alter. Das 3. Mal jetzt das Ding da gebrochen oder was in einer Saison, das ist natürlich schon wild. Ja. Aber klar, hättest du mal dem ein oder anderen Jugendspieler ein bisschen Vertrauen geschenkt und mal ein bisschen Einsatzminuten gegeben, ja, dann hätte sie vielleicht jetzt noch einen jungen Wilden dahinter, aber ob der den jetzt dann da reinschmeißt oder. Hätten sie wahrscheinlich auch nicht die Eier gehabt, sind wir ehrlich. Hätte man wahrscheinlich trotzdem da dann Guerrero hingestellt oder was weiß ich was. Ich meine, der ist ja ein Linksverteidiger, so ist ja auch nicht, ne? Aber bei uns war das halt bisher diese Saison Katastrophe, wenn der Linksverteidiger gespielt hat. Warum auch immer. Düt, 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 düt.
Nein, das sagt ja auch keiner. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand ist, der sagt, Augsburg easy win, oder? Wenn, dann kann er sich ja gerne mal outen. Kann er uns ja mal sagen, warum. Nee, das wird schon ein schwieriges Spiel werden. Was soll man in Zukunft mit Ito machen? Ich denke, ein Verkauf ist dringend nötig, da er immer wieder Probleme mit dem Mittelfuß bekommen wird, auch wenn ich ihn eigentlich klasse finde. Woher willst du das denn wissen, dass der immer wieder Probleme bekommen wird? Also ich bin kein Arzt, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber... Also entweder war der Bums nicht ausgeheilt vernünftig, entweder ist... Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, man weiß ja nicht, ist es immer derselbe Knochen, ist es immer was anderes? Ich denke, die Medizin ist weit genug, da kannst du auch mal ein Stück Knochen austauschen. Da muss man mal ein bisschen Titan da reinhauen und dann hat er einen Robocop-Fuß oder was. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Von außen kannst du ja eh nichts zu sagen. Ja? Aber ich meine, bei vielen Spielern hieß es immer bla bla, verletzungsanfällig, gucken Conny Leimer an. Ja, weiß ich nicht. War Conny Leimer jetzt irgendwie verletzt diese Saison? Ich glaube nicht bisher, oder? Also. Gegen Augsburg mit 80% soll reichen? Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, auf was die 80% bezogen sind. Wenn die auf das Leistungsniveau bezogen sind, nee. Ich denke, du wirst auch gerade in Augsburg bis zu 100% geben müssen, um da was mitzunehmen. Azno hatte eine mega starke Vorbereitung, ja. Da hat man aber einfach das Thema Davis gehabt, ne? Das ist ja, was ich damals schon gesagt hatte. Was hat ein Davis durchgedrückt, obwohl er katastrophal gespielt hat? Ich meine, er hat es ja dann irgendwann gerechtfertigt. Irgendwann waren die Leistungen ja wieder gut. Jetzt zum Ende hin sogar sehr gut. Ja, aber wenn es nach Leistung gegangen wäre, hätte er nicht spielen dürfen. Fertig. So, es ging aber um einen auslaufenden Vertrag und dann sagst du natürlich nicht, komm hier, du bist jetzt Jungspieler, Fonsi, geh mal auf die Bank. So, das hättest du halt gemacht, wenn du den Vertrag nicht hättest verlängern wollen, was wir wahrscheinlich auch nicht gewollt hätten, wenn er nicht der beste Bro von Jamal wäre. Bla 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 bla. So, brauchen wir nicht wieder alles wiederholen, oder? Hat dem Jungen halt einfach keine Spielzeit gegeben. Und du hättest dem Jungen ja auch die Spielzeit sogar auf der rechten Seite geben können. Er kann ja auch Rechtsverteidiger spielen. Hat man einfach nicht. Man hat lieber die Zufriedenheit des Kaders mitgenommen, was ja am Ende des Tages vielleicht sogar richtig war, wenn man sieht, wie wir als Mannschaft agieren. Von daher mal abwarten. Also ich denke, Champions League, also erstmal St. Pauli, haken was ab. Machen wir mal einen Haken dran. Nach der Länderspielpause spielen wir immer scheiße. Es ist egal, wie der Gegner heißt, haben wir immer Probleme gehabt. Ich weiß nicht, wann welcher einzelne Spieler wieder da war. Das ist ja immer so eine Sache. Von daher alles gut. Und ich denke, gerade mal auf Champions League bezogen, ich glaube schon, dass jeder weiß, was da die Stunde geschlagen hat. Ja? Und wenn man den Teamgeist sieht, den wir diese Saison an den Tag legen, denke ich schon, dass da jeder für den anderen laufen wird. Und wie gesagt, du musst halt ein Team sein und ich glaube, dann kannst du schon einiges kompensieren. Also ich sehe da jetzt noch nicht so schwarz irgendwie. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass unsere Offensive irgendwie geschwächt ist. Solange die da ist in voller Besetzung, ist in meinen Augen alles gut. Ey. Ja, nochmal, da musst du halt einfach vorne die Chancen nutzen, die du kreieren wirst. Wenn du hinten mal einen mehr kriegst, ist das halt so. Ja, natürlich, aber das wissen wir ja nicht, ob es die gleiche Verletzung ist. Weißt du, wie ich meine? Keine Ahnung. Ich habe aber auch keine Ahnung davon. Ich kann da auch nichts zu sagen. Es ist derselbe Fuß wie der Mittelfuß, aber es derselbe Knochen ist, was weiß ich. I don't know. Aber natürlich schon wild und schade, definitiv, weil er war ja auch jetzt gerade so, dass du gemerkt hast, oh, yo, ne? Wenn du den Lauf gesehen hast, wo er einmal angezogen hat, hast du schon gesehen, er hat wieder Selbstvertrauen, es kommt so langsam. Ja, und dann wieder so eine Scheiße, ne? Ist natürlich schon bitter, ja. Ist leider so. Was willst du machen? So ist das Leben, ne? Mein Gott. Ja, wie gesagt,
Pauli, Haken dran. 3 Punkte mitgenommen, das war wichtig. Ein Spiel weniger, nur noch 7 Spiele. Davon muss er 5 gewinnen. Also jedes Spiel, was wir gewinnen, führt uns näher und dann ist es auch gut. Ja. Und ja, Champions League muss man jetzt halt ein bisschen schauen, mein Gott. Aber ist doch auch spannend dann, oder? So, wir gehen ja wahrscheinlich nicht als Favorit in die Champions League-Runde rein. Kann man sich schön aus der Favoritenrolle rausnehmen. Mit so viel Verletzten in der Abwehr. Ist doch auch mal was. Ja, dass der gleiche Fuß ist, haben wir ja gesehen. Das haben wir ja im Spiel gesehen, dass derselbe Fuß ist. Ja, keine Ahnung. Muss man halt ärztliche Meinung einholen, warum, wieso, weshalb, ob es dieselbe Stelle ist, was weiß ich, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber da bin ich raus. Also da bin ich komplett raus. Da kann ich noch nicht mal irgendwas mutmaßen. Ja, so ist das. Ja, und zu Müller, meine Meinung zu Müller, ja, alles gut, wird Zeit. Weiß jetzt nicht, ob es von Vereinsseite kommt, so wie es geschrieben ist, oder ob das schon alles so fix ist, wie immer. Glaube ich noch nicht mal. Also ich glaube nicht, dass der Verein sagt, so wir verlängern nicht mit Thomas Müller. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der Verein sagt, pass mal auf, Thomas, was weiß ich, du kriegst nur noch die Hälfte von dem, was du gerade beziehst. So. Also ich glaube nicht, dass der Verein sagt, komm Thomas, du kriegst weiterhin deine 20 plus Millionen. Aus welchem Grund auch. Ja. Also die Spielzeit, die er hat, das ist ja gerade, das ist ja schon viel, wenn du sagst, er kriegt 4 Millionen. Also 4 Millionen für einen Ersatzspieler ist halt schon wild. Ja. Und dass ein Müller in dieser Posi ist, ja, sorry, das ist ja selber schuld, Alter. Ich habe mir auch die Doku angeguckt, das ist ja dann noch vom Tuchel-Jahr gewesen. Da hat er das ja auch schon selber reflektiert und auch eingeordnet. Und wenn du dann weißt, dass er unterm Tuchel noch wichtiger war für diese Mannschaft oder mehr gespielt hat, wie er es jetzt macht unter Kompany, ja, sorry, Leute. Dann muss man sagen, er hat den Zeitpunkt einfach verpasst. So, ne? Das ist schade. Ich finde es auch schade. Wenn wir über Thomas Müller reden, dann kannst du eigentlich nur sagen, ja, hoffentlich kommen wir ins Finale, hoffentlich gewinnen wir das Finale, hoffentlich ist er da irgendwie dran beteiligt und dann kann er noch durch die große Tür gehen. So. Ja. Aber alles andere kann er nicht durch die große Tür gehen. Aber das ist ja selber schuld. Ja. Mein Gott. Wenn er das so will, wenn er das so für ihn fein ist, dann ist das so. Aber ich meine, wer die Doku gesehen hat, weiß ja, dass es für ihn nicht fein ist, wenn er so wenig spielt. Ja? Oder wenn er gar keine Rolle spielt. Auch wenn er das dann nicht öffentlich äußert oder sowas, was ja auch gut ist. Natürlich wird er nicht damit zufrieden sein. Ja, und mein Take ist, habe ich schon zu Mara gesagt, die Mara sagt, er beendet seine Karriere. Ich sage, der geht noch 1 oder 2 Jahre in die USA. Oder sonst wohin, wo er noch 2 Jahre kicken kann. Ja, wie gesagt, hat einfach den Zeitpunkt verpasst. Ne? Ich meine, man hat es doch schon gemerkt unter Tuchel so. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was hat sich Thomas Müller erhofft so. Weißt du? Wenn ich mal aus seiner Sicht so gucke, was hat er sich erhofft? Er sagt in der Doku selber, dass Musiala ihm meilenweit voraus ist. Was hat er sich dann dieses Jahr noch erhofft beim FC Bayern? Was hat er sich erhofft? Das verstehe ich halt nicht so, weißt du? So. Er wusste doch, dass genau das auf ihn zukommt. Er wird spielen, wenn Musiala ausfällt. So. Das ist Müllers Rolle. So, das war Müllers Rolle letztes Jahr und das ist Müllers Rolle dieses Jahr wieder und das war klar. So. Deswegen weiß ich nicht. Deswegen habe ich da auch relativ wenig Mitleid. Ich meine, der Mann kassiert immer noch 20 Mille, Alter. Ja. Vielleicht jetzt ein bisschen weniger, weil die eine oder andere Auflaufprämie vielleicht wegfällt. Ja, sorry. Mein Mitleid hält sich da in Grenzen. Und von der sportlichen Leistung her, man sieht, wenn Thomas reinkommt, es ist schon schwierig, ne? Es ist schon schwierig. Ja, vielleicht kriegt er auch dann immer kommt zum verkehrten Zeitpunkt rein, ja.
weiß ich nicht. Es ist schon schwierig. Ich meine, man hat es gesehen gegen Pauli. Thomas Müller kommt rein, ist heiß, hoch 10, rennt nach vorne wie ein Berserker, macht so auf dem ganzen Feld und er ist 30 Meter vom Rest der Mannschaft entfernt. So, weil der Rest der Mannschaft denkt sich, ja, alles gut, halten wir mal den Ball in der einer rein, wir führen gerade, machen mal ruhig. Ja. Dass ein Thomas unbedingt will, aber ja, schwierig halt. No. Wie gesagt, er hat einfach den Zeitpunkt verpasst. Er hätte spätestens nach der Tuchel-Saison, aber gut, wenn du dann so eine Saison hast, willst du vielleicht auch nicht aufhören, so ohne Titel, mit der Schmach, dass Leverkusen sich weggefickt hat, so ein Jahr lang, kann ich auch schon verstehen, dass man dann nicht unbedingt sagt, oh ja, mit dieser Saison trete ich jetzt ab, so, weißt du? Ist halt auch schwierig. Er hätte davor abtreten sollen. Dann wäre er durch die große Tür gegangen, dann wäre alles gut gewesen. Ja, weiß man halt nicht, was da auch intern war, ne? Vielleicht hat man intern voll auf ihn gebaut und dann kam Tuchel und Tuchel hat gesagt so, ich will dich nicht. Wer weiß das? Aber wo hätte er spielen sollen, ja? Da sind wir wieder bei dem Thema. Also ich denke, Musiala ist nun mal ein anderes Level und die Zeit des neuen Fußballs. So, Thomas Müller hat immer seine Berechtigung, 100%ig, ja, gerade in so komischen Spielen. Aber Thomas Müller hat auch noch nicht einmal mit Harry Kane vernünftig funktioniert. Muss man fairerweise auch mal sagen. Ja? Also das war ja nicht irgendwie wie Müller mit Levi. Müller mit Levi, das war ein absoluter No-Brainer, Alter. Du musstest Müller immer spielen lassen. Ja, die haben harmoniert mit zu und Augen. Ja? So, das mit Kane hat man immer gemerkt, das war immer wie ein Fremdkörper. So. Das hat absolut nicht zusammengepasst. Thomas Müller und Harry Kane. Lag vielleicht daran, dass Harry Kane sich so viel fallen lässt und auch ausweicht auf die Flügel und auf die Zehnerposi. So, das hat ja Levi nie gemacht. Levi war vorne drin und fertig. Ja, war da, wenn es sein musste. Müller hatte ringsherum gespielt. So, Müller und Harry Kane machen dann dasselbe. Der eine spielt dann rechts rum, der andere links rum und keiner ist vorne drin, oder was? So, vielleicht ist das ein Punkt gewesen, warum das mit Harry Kane nie gut geklappt hat. So, aber die sind ja nie richtig warm geworden, spielerisch. Ja, aber Müller ist ein schlauer Typ, das hat man in der Doku gesehen. Von daher wusste er das vor der Saison. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass er der Typ ist und sagt so, ich setze mich jetzt noch ein Jahr auf die Bank. Das hat man ja auch schon in der Doku gesehen. Dass er da gesagt hat, ja, ich war schon Gedanken, dann wechsle ich den Verein, wenn ich nicht spiele. Da sieht man halt auch mal, wie sehr verbunden er zum FC Bayern ist, wenn er sich da hinstellt mit seinen Beratern da und sich da... Habe ich auch nie ganz verstanden. Nee, alles gut. Also von Vereinsseite, ich würde Thomas auch klar sagen, ey, pass mal auf, Thomas, du hast hier so viel Geld verdient die letzten Jahre, wenn du hier noch 1, 2 Jahre auf Standby-Profi sein möchtest, sehr gerne bekommst du, was weiß ich, 3, 4 Millionen, was immer noch viel Geld ist und gut ist. So, entweder macht er das, hat er Bock zu oder halt nicht. Ja, aber du kannst, wie willst du das verargumentieren, diesem Mann 20 Millionen zu zahlen, Alter, oder 10 Millionen zu zahlen? Ich meine, du kannst ja über Leroy sagen, was du willst, aber selbst ein Leroy Sané spielt mehr wie Thomas Müller und dem sagst du jetzt so ungefähr, jo, pass mal auf, so Hälfte deines Gehaltes, dann darfst du bleiben und dann sagst du Thomas Müller, ja, aber komm hier, 20 Mille und alles gut oder was? Geht halt nicht, ne? Also, bin gespannt. Wie gesagt, eigentlich ist es ein Thomas Müller zu wünschen, so Finale der Horn. Und er kann auch einen Beitrag leisten, wie auch immer, wodurch. Und dann ist doch gut. Ja. Und dann kann er nach Messi oder Schupo gehen oder was auch immer, wenn er meint, er will noch 2 Jahre kicken. Ich denke, da ist die USA immer gut für. Und dann ist doch alles fein. Ja. Klar, es wäre jetzt immer schön, wenn so ein Spieler die Karriere beim FC Bayern beendet, aber du musst halt einfach mal sehen, dass das Niveau beim FC Bayern halt schon nicht so niedrig ist. Ja, und wenn deine Zeit gekommen ist, ist deine Zeit gekommen und dann kannst du das Niveau halt nicht mehr halten. So. Dann hast du die Wahl zu sagen, jo, das war's, ich beende meine Karriere oder ich gehe nochmal dahin und kick da noch 2, 3 Jährchen rum. So. Das werden wir sehen, no? Wie sich das entwickelt. Für jede Spielminute 1 Mille, dann wird's billig. Ja, das glaube ich nicht, Kampfdampfer. Jetzt schon ein paar Minütchen hat er ja schon gesammelt. Wenn auch manchmal nur 3, 4, aber na. Ja, es ist ja auch okay, dass ein Sané gerade spielt. Also wenn er die Tore macht, ich meine, erste Halbzeit war grottenschlecht gegen St. Pauli, muss man mal sagen. Das war Note 6 in meinen Augen.
Aber wenn er dann endlich mal die Tore macht, ja, let's go, Alter. Und was hast du als Alternative? Ja, Serge Gnabry, Alter. Das ist ja unsere nächste Baustelle, Alter. Ja? Wird zur WM nominiert, ja, ganz bestimmt, Alter. Kann er sich einbürgern lassen als Ami oder was? Und kann dann als Amerikaner zur WM oder was? Wer hat denn Levi mit Kane verglichen? Also ich habe Levi nicht mit Kane verglichen. Ich habe das Zusammenspiel zwischen Levi und Müller und Kane und Müller verglichen. Ja, natürlich ist ein Harry Kane keiner, der beim Konter im Strafraum im Gegnerischen ist. Ist doch nichts Neues. Frag mal einen Ralle, Servus. Aber muss er doch auch nicht. Muss das Problem. Oder willst du jetzt wieder den Take bringen, dass ein Heavy zu wenig Tore gemacht hat, oder was? Weiß ich nicht. Heavy macht halt viel für die Mannschaft. Du siehst das immer, wenn wir in Führung gehen. Wenn wir in Führung gehen, ist Heavy erstmal so 5 bis 10 Minuten eher im defensiven Mittelfeld unterwegs, wie vorne drinne. Ja. So. Sowas hat ein Levi halt nie gemacht. Warum auch? Ja. Kannst die beiden halt auch nicht vergleichen. Du kannst sie dahingehend vergleichen, dass beides Mittelstürmer sind und das war's. So. Ja, warum prediktest du das denn dann auch? Und wir hassen alle diese Länderspielpausen. Das ist absoluter Müll. Nee, verstehe ich gerade auch nicht, dein Take. Musst du mir schon erklären. Du schreibst, Levi mit Kane zu vergleichen, etwas wild. Punkt. Mich nervt sehr oft, dass ein Kane bei Konter nicht im Strafraum sein kann, weil zu langsam und irgendwo in der Abwehr oder Mittelfeld. Ja, was ist jetzt der Take? Dein Take ist, dass ein Kane bei Konter nicht im gegnerischen Strafraum ist. Ja, das ist er nicht, weil er zu langsam ist. Schreibst du ja selber. Aber brauchst du auch nicht. Wer leitet denn die Konter zu 90% ein? Die leitet doch Harry Kane ein. Mit einem Pass auf Olisse, mit einem Pass auf Musiala oder mit einem Pass auf den linken Außenstürmer, der gerade mal auf dem Feld steht. Das ist doch, was Harry macht. Sonst wird es den Konter ja gar nicht geben. So. Und manchmal, in seltenen Fällen, schafft er es sogar noch rechtzeitig nach vorne, wenn der Konter nicht schnell genug gespielt wird. Also das ist alles, was ich hier stehen habe von dir, Ben. Ansonsten habe ich hier irgendwas verschluckt oder was? Ist das die Aufgabe von einem Stürmer? Dass er nach dem Tor im defensiven Mittelfeld ist? Macht Sinn, meiner Meinung nach, ja. Warum? Weil du in den 5 Minuten, nachdem du ein eigenes Tor erzielt hast, immer sehr anfällig bist. Ja, und mein Gott, ich finde das völlig legitim, dass er dann 5 Minuten da zusätzlich mitackert. Oder auch wenn es ein knappes Ergebnis ist und wir sind noch 5 Minuten zu spielen, dann ist ein Harry Kane auch mehr hinten, ja. Warum? Weil er es kann. Weil er halt auch einen Mehrwert bringt. Es ist ja nicht so, dass er dann da irgendwelche wie ein Fremdkörper ist oder sowas. Ja, du nimmst dir dann die Anspielstation vorne, das fühle ich, das verstehe ich auch. Aber nochmal, Harry Kane ist ja dann der irgendwelche Konter einleitet. Die leitet ja nicht einen Kimmich ein oder einen Goretzka oder einen Upamecano. Die leitet da meistens ja einen Kane ein. So. Und natürlich hast du dann vorne im Strafraum keine Besetzung, ja, wenn nicht Musiala da reingeht. Da hast du natürlich recht, logisch. Ob das Sinn ist, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich Companys Vorgabe, oder? Das wissen wir aber nicht. I don't know. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das so die Vorgabe halt ist, ne? Ben, jetzt mal ernsthaft, du schreibst gerade, man kann Levi nicht mit Kane vergleichen und jetzt vergleichst du eine Generation,
Gerd Müller, wo der Fußball gespielt hat, mit der Generation, wie heute Fußball gespielt wird, oder was? Das merkst du jetzt hoffentlich selber, oder? Den Zahn brauche ich dir nicht ziehen, oder? Das passt ja auch wieder zusammen wie Feuer und Öl, oder was? Ja, sorry, das kannst du doch nicht vergleichen, Alter. Du kannst doch noch nicht mal die Generation Elber, Janka, wenn es um Fußballerische geht, mit der heutigen Generation vergleichen. Das geht doch nicht. Nimm doch mal einen Harry Kane oder nimm allein Lewandowski, stell den mal allein von der Physis her in diese Mannschaften von früher rein, Alter. Diesen lahmarschigen Fußball, der früher gespielt wurde. Hä? Das kannst du doch null vergleichen. Der Fußball hat sich doch super weiterentwickelt. Ob zum Guten oder Schlechten, das kann jeder für sich beantworten, aber das kannst du doch null vergleichen. Sorry. Das geht nicht. Trinkpause. Euchi giftet it hier 1 sub 2 old unterstrich no 7. Euchi giftet it hier 1 sub 2 Chris unterstrich 008. Euchi giftet it hier 1 sub 2 Manolo Bazit. Ich muss da mal ein bisschen Abwechslung in die Sounds bringen, oder? Euchi giftet it hier 1 sub 2 Kryrox. Euchi giftet it hier 1 sub 2 Exosneo. Euch ID erstmal vielen lieben Dank für deine 5 verschenkten Subs. Dafür war der Fußball damals härter und die Stürmer hatten nie Raum. Sorry, da gehe ich auch nicht mit. Dass der Fußball härter war, ja, mag sein. Ja, da kannst du vielleicht mitgehen. Also die Gangart war ein bisschen brachialer vielleicht. Da gehe ich mit. Aber dass ein Stürmer nie Raum hatte, ich bitte dich. Früher war alles in Manndeckung. Ja, wow. Dann nimm doch mal, was weiß ich. Nimm doch mal heutzutage, richte doch mal den heutigen Fußball auf Manndeckung aus. Das siehst du doch perfekt bei uns. Was passiert denn, wenn der Innenverteidiger mal nicht den Zweikampf gewinnt? Freie Fahrt für jeden Stürmer, der ein bisschen schnell ist. Was ist das für ein Take? Es war kein Raum. Es war 11 gegen 11. Der Fußballplatz war genauso groß. Das ist doch völliger Tullux. Früher war immer eine klare Manndeckung, ja. Grandios. Ja, aber würdest du jetzt sagen, so, was weiß ich, ein Levi oder ein Harry Kane kann sich keiner Manndeckung entziehen, oder was? Ey, wie gesagt, du schreibst selber, man kann nicht einen Lewandowski mit einem Kane vergleichen, wo ich mitgehe, und dann fängst du an, Vergleiche zu ziehen von 1970 mit 2025 oder was. Das passt doch nicht, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Das musst du doch selber merken. Ja, dann können wir einfach mal die Spielgeschwindigkeit nehmen. Willst du mir jetzt erzählen, wenn du eine heutige Mannschaft gegen die Mannschaft von den 70er spielen lässt, Alter, die wird doch kein Land sehen. Die wäre doch maßlos überfordert, wie schnell der Fußball heutzutage ist. Junge. What the hell? Na, passt doch nicht zusammen. Meiner Meinung. Du kannst das ja anders sehen, ist ja fein. Aber da musst du auch nicht einen Take bringen. Man kann Levi nicht mit einem Kane vergleichen. Wenn du Vergleiche von vor 50 Jahren zu heute ziehst im Fußball, Alter. Sorry. Kann ich da nie ernst nehmen. Dass der Fußball damals härter war, ja, da gehe ich ja noch mit, weil es einfach weniger gepfiffen wurde. Ja. Und man noch mehr gegrätscht hat und mehr offene Sohle rein, aber das war auch noch vor 20, 25 Jahren so. Ja. Aber das kannst du doch nicht vergleichen, Alter. Das ist einfach die 125 Jahre Edition-Tasse. Wenn ihr die noch haben wollt, müsst ihr schnell sein, weil das fliegt alles aus dem Programm. Ich habe auch gedacht, die stocken das nochmal nach beim FC Bayern, aber laut der komischen Mail, die ich gekriegt habe, anscheinend nicht. Wenn weg, dann weg. Ja. Irgendwie so. Warum, weiß ich auch nicht.
Mm, 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 mm. Ja, natürlich hat Müller Tore gemacht. Wie kommst du denn jetzt auf den Take? Wir haben doch jetzt nicht über einen Müller geredet. Dass Gerd Müller eine Maschine war, Alter, brauchen wir doch nicht drüber reden. Und er wird mit Sicherheit auch heute seine Tore machen. Ja? Da brauchen wir ja auch nicht drüber reden. Aber nochmal, du kannst die Zeiten noch nicht vergleichen. Sorry, das passt halt einfach nicht. Gerne, Chico. Kannst du ja aber auf der Bayern-Seite angucken, wenn du willst. Ist ganz cool, ist so ein bisschen größer, nicht so eine kleine Öffnung oben. Ist schon okay. Auch der Preis ist okay, aber ja. Muss halt erstmal wieder für 80 Euro bestellen, damit du keine Versandkosten zahlst. Also halt immer wild. Ja, so ist das. So ist es. Und wer weiß, vielleicht sehen wir doch noch das Duell dieses Jahr. Kane gegen Levi. Und Jamal gegen Jamal. Wer weiß, was der Monat April noch bringt. Ja, ich hätte das Trikot gerne nochmal bestellt. Ich habe es halt in 2XL, ich hätte es gerne nochmal in XL bestellt. Ja. Aber den Pulli, den ich bestellt hatte in 2XL, der war zu groß, den habe ich zurückgeschickt. Dachte ich mir, ja, bestellst du halt eben neu. Nicht mehr verfügbar. Ja, keine Ahnung. Ja, das kann ja gut sein, Ben. Dass das schwierig ist. Wie gesagt, ich bin da ja auch nicht böse oder sowas. Ich verstehe das schon, wenn man hier keine Romane tippt, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Wenn da einer sitzt und die ganze Zeit labert, kann ich das schon verstehen. Ja, ich weiß nicht, ob ein Ulisse besser ist als Musiala, ist auf jeden Fall mindestens genauso wichtig für die Mannschaft auf jeden Fall. Ne? Aber wie gesagt, ich war von Tag 1 an Ulisse-Fan. Also bei mir rennst du da offene Türen mit ein. Ist für mich outstanding, der Mann. Weil der halt einfach, da hast du auch wieder so die Generation, denke ich. Ich denke, du siehst bei ihm, dass er eine ganz andere Generation Außenstürmer ist, wie es ein Leroy Sané, ein Serge Gnabry, aber auch wie es ein Robben oder Ribéry war. Ne? Es hat einfach so eine Mischung. Der kann 1:1, kann vorbeigehen, der kann flanken, aber er kann einfach auch mal, wenn du immer die Pässe auf Jamal dann in die Tiefe siehst, direkt, ja, ohne den Ball anzunehmen oder sonst erst einen Hackmeck zu machen, kann halt einfach den perfekten Ball da in die Spitze spielen, kann gute Freistöße, aber gut, das können Außenspieler fast immer gute Freistöße schießen. Ne? Ja. Und hat dazu noch so den etwas arroganten Touch manchmal, aber nicht so, dass man es ihm übel nimmt irgendwie, weißt du? Der ackert trotzdem mit nach hinten, ja, der bleibt nicht stehen oder sowas, hast du noch nicht einmal gesehen bei ihm. Ja, quatscht nicht viel, hat schwarze Schuhe an. Mag ich. Ja, keiner im Pink, Gold oder was weiß ich was da rumrennen. Ja. Sehr, sehr angenehm. Olli, Grüße zurück. Ja, da sind wir ja einer Meinung, Ben. Also ein Conny Leimer, habe ich ja gerade schon gesagt, ist Rechtsverteidiger. Ich weiß nicht, warum der Tuchel das angefangen hat. Ich weiß nicht, warum Kompanie das weiterführt. Das ist eine absolute Katastrophe. Anders kann man das nicht nennen. Ja gut, das ist jetzt nicht die große Kunst, ne? Und wenn du gesehen hast, wie fit ein Arjen Robben ist, wird der wahrscheinlich auch noch den Serge wirklich in die Tasche stecken heutzutage, Alter. Aber Ribéry sieht halt ein bisschen anders aus, denke ich. Aber der Arjen, der ist ja nur, der läuft Marathon oder Halbmarathon und was weiß ich, ey. Da wird es wahrscheinlich für die Bundesliga immer noch locker reichen. Vielleicht nicht mehr für 90 Minuten, aber
Ja, kannst du aber nicht genau so wirklich fair vergleichen, oder? Musiala und Olise. Also ich denke, er hat ja manchmal dann oder in 2, 3 Spielen musste er dann auch in der Mitte spielen, Michael, weil man ja unbedingt einen Leroy da noch hinstellen musste. Da hat man gesehen, dass er da auch nicht gut aussah. Weil natürlich die Gegner gegen uns alle die Mitte komplett zuschnüren. Ja. Und da muss man mal sagen, was dann Musiala teilweise daraus macht, obwohl so wenig Raum da ist und so viele Gegenspieler, ist halt schon auch stark. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob man das so gut vergleichen kann. Ich denke, beide Spieler sind super wichtig. Ich gehe mit, ja, für mich hat ein Olise auch einen größeren Einfluss. Aber du merkst halt auch, wenn Olise auf dem Feld ist, ein Harry Kane und kein Musiala, merkst du das auch. Ja. So, weil dann dümpelt dann Thomas Müller rum. So, anders kann man es nicht formulieren. Ja. Und dann siehst du auch, dass dir aber einiges abgeht, wenn so Musiala nicht da ist. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, Champions League, Kane, Musiala, Olise, davon darf keiner ausfallen. Dann ist alles möglich. Sollte von dem Dreiergespann einer ausfallen, dann wird es schwierig. Ja, weil dann auch die nächste Generation irgendwie da war, ne? Und wir haben früher halt auch die Umsetzung strikter gehabt, so. Ne? Über 30 Jahresvertrag, fertig. Ja, kriegen wir ja auch nicht mehr hin. Wir verlängern ja jetzt auch mit dem Kimmich für 4 Jahre. Ja. Das heißt, der spielt bis 33 bei uns. Ja, also. Ich meine, Kimmich, okay, da kannst du die Ausnahme machen. Der ist ja auch relativ wenig verletzt und so weiter, aber ja, andere Zeiten. Da weiß aber auch nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob, ja, wohl also Robben hat ja danach auch nicht mehr woanders noch rumgespielt, oder? Oder hat er noch ein Jahr in seiner Heimat gespielt? Das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Man hatte halt viel Hoffnung in Gnabry und Sané, war. Die hatten Müll, war. Und den Kingsley. Kingsley hat es noch am besten erfüllt eigentlich. Obwohl ja Kingsley auch kein Vergleich ist zu Rombéry halt. Ist aber auch eine andere Art Spieler, muss man fairerweise sagen. Aber wie gesagt, das ist auch super schwierig. So, ich denke, Rombéry steht auch nochmal für eine andere Generation, so, ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. Es ist halt schwierig, Generationen zu vergleichen. Ist halt so. Ja gut, Ribéry wollte, ich meine, der hat ja noch 2 oder 3 Jahre weitergespielt in Italien, also wird er wohl weiter Fußball spielen wollen, ne? Gnabry oder Sané, sage ich King. Ja, aber der ist ja immer wieder nicht da, wa? Flo, bist gerade gekommen, was hast du verpasst? Eigentlich nichts. Außer, dass wir uns einig sind, dass wir ein Tor mehr schießen müssen wie der Gegner. Sonst kannst du dir das gerne später auf YouTube reinziehen. Ja, die sind zum richtigen Zeitpunkt halt auch gegangen, ne? Müssen wir ja auch mal sagen. Wir haben das gerade schon diskutiert bei Müller, dass der nicht den Sprung geschafft hat. Ich denke, ja, die beiden haben es richtig gemacht. Wie so viele andere Spieler. Ne? Und wenn man gesehen hat, wie so ein Ribéry dann in Italien noch performt hat, das war ja auch meistens nicht mehr so das Niveau. Ja, es war halt einfach das Niveau da nicht mehr da. So. Aber die Leute haben das halt wahrscheinlich von sich aus gemerkt. Keine Ahnung. Schwierig zu sagen halt. Weiß man am Ende auch nicht, ne? Ja, sag ich ja. Ulisse ist so die neue Generation Außenspieler, ne? Ich denke, wir werden an ihm noch viel Freude haben bei uns im Verein. Ich meine, das ist seine erste Saison, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn man jetzt schon guckt, wir haben jetzt schon 2, 3 Mal diesen Laufweg gesehen von Musiala und den direkten Pass von Ulisse.
Lass die sich mal noch ein bisschen finden, Alter. Lass die mal ein Jahr, 2 zusammengespielt haben. Ja, ich denke, da kann was Großes wachsen. Die Frage ist, wie sieht es aus mit dem Stürmer? Ja, da bin ich mal gespannt. Ich denke mal, max ein Jahr ist Heavy K noch bei uns. Wenn überhaupt. Ja, Voldemort. Wow. Gute 3 Monate, muss er gleich kaufen. Ne? Gleich Bayern-Niveau. Ja, sorry, ich bin da kein Freund von. Den kannst du ja gerne kaufen als Ersatzmann irgendwo oder. Ja, aber dann soll er sich auf die Bank setzen oder was? Weiß ich auch nicht. Also Fakt ist, du brauchst nächstes Jahr mal wieder einen Stürmer als Backup, würde ich sagen. Aber erstmal ist ja wichtig, ob ein Harry Kane nächstes Jahr noch da ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, sollten wir wirklich die Champions League gewinnen, Meister werden, sollte, was man so liest, wirklich ein Angebot kommen vom FC Liverpool. Weiß ich nicht, ob der FC Bayern Nein sagen würde. Wenn da ein paar Nullen stehen. Kai ist optimistisch, dass trotz der Ausfälle in der Verteidigung gegen Inter was Gutes bei rauskommt. So sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Ich bin da ganz guter Dinge, ja. Ich glaube, der Mannschaftsgeist ist einfach gut. Ich glaube, das kann das schon kompensieren. Wichtig ist, habe ich aber auch schon gesagt, wir machen da die Klammer auf. Es sei denn, Conny Leimer und Guerrero spielen Außenverteidiger, Klammer zu. Dann wird es schwierig. Aber selbst dann ist nichts unmöglich. Ne? Ich meine, in der Champions League war es ja zumindest beim Conny Leimer meistens ein bisschen besser, weil er ein bisschen defensiver gestanden ist. Ja, aber gut war es trotzdem nie. Da sind wir uns, denke ich, einig. Ja, bei Ribéry und Robben wären weit. Robben vielleicht nicht. Fand ich auch immer noch den fitteren Spieler wie Franck. Aber natürlich wäre es auch kritisch geworden. Man hat doch die Jahre danach gesehen von Franck in Italien. Ja, da war ja auch erstmal oft verletzt. Naja, auf Augsburg scheißen kannst du halt auch nicht, ne? Da wären es nur noch 3 Punkte, also. Sollte man jetzt nicht drauf scheißen, wenn man Meister werden will. Und da müssen wir halt vorlegen zu Hause, ne? Das ist natürlich auch noch ein Nachteil. Aber den hat man sich selber eingebrockt. Von daher. Ja, ich gehe auch davon aus. Also ich gehe davon aus, wenn, dann ist er nächste Saison noch da. Dann hat er ja eine Ausstiegsklausel angeblich, die greift. Und ich denke, dann wird er nochmal in England versuchen, den Torrekord zu knacken. Wie stark ist Inter überhaupt? Da sind unterschiedliche Meinungen hier unterwegs. Sind immerhin Erster mit 6 Punkten, glaube ich, auch Vorsprung, oder? In der Serie A. In der Champions League kannst du dir auch die Ergebnisse angucken. Ist halt immer die Frage, was man da rein interpretiert. Ne? Also ich denke, leicht wird es nicht so. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Also aber das ist egal, welche Mannschaft da steht. Ey, Leute, wir reden über Viertelfinale Champions League. So, man steht man nicht umsonst. Ja. Und ich denke, auch Inter ist kein Seriensieger in der Champions League. Ich denke, auch die werden 110% motiviert sein. Ich weiß nicht, wie gut der Mannschaftsgeist ist bei Inter. Das weiß ich nicht, ob das wirklich eine Mannschaft ist oder ob es da wieder so ein paar Ausreißer gibt. Ja, wenn das eine richtige Mannschaft ist, dann wird es schwer werden, Leute. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Da brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Von daher, abwarten. Mach da mal, guck dir mal das Interspiel an. Dann kannst du am Montag berichten. Ja, wir sind aber auch offensiv extrem stark. Ne? Also von daher. Ja,
Ja, die haben ja viele Ex-Bundesligaspieler und Ex-Bayern-Spieler und. Werner, servus. In das erste der Serie A und hat 2 Gegentore in der Champions League gefangen. Ich denke, das sagt alles. Na, weiß ich nicht. Das werden wir sehen, ob das alles sagt. Wenn sie in der Allianz Arena 3 kriegen, dann haben sie in ein Spiel mehr gekriegt wie in 10 Spielen vorher. Oder was? Wir werden es sehen, Leute. Also, wie gesagt, bei unserer Offensive mache ich mir relativ wenig Gedanken. Ja. Ich denke, wir sind immer in der Lage, 2, 3 Tore zu machen. Da ist egal, wie der Gegner heißt. Die Frage ist, ob der Gegner das zulässt. Ja. Das werden wir dann sehen. Wenn wir bei 100% sind, sollte Inter lieber zittern. Aber das sehe ich halt genauso. Zumindest im Heimspiel. Ach, du brauchst Inter ja nicht kleinreden, Alter. Das ist ja völliger Schwachsinn. Also wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, mit unseren Verletzungen werden wir wahrscheinlich nicht als Favorit gelten in dem Spiel. Ja, bei den Buchmacher wahrscheinlich schon, aber mal abwarten. Bin gespannt. Aber ich freue mich auf die Spiele. Ist auf jeden Fall ein schöner Gegner, ne? Und endlich mal wieder. Wir haben ja eh noch eine Rechnung offen mit Inter und mal wieder ein anderer Gegner, wie immer, dieses Standardzeug. Ja, Chico, gönn dir 13 €. Kostet doch jetzt nichts, die Tasse. Das ist echt nice, ja. Ist auch schön so. Das Wappen ist so ein bisschen. Was heißt so ein bisschen? Das ist nicht aufgedruckt, wie der Rand hier, so. Das ist alles aufgedruckt. Hier, ne? Aber das ist richtig so graviert, so ein bisschen. Das merkst du, wenn du drüber gehst. Also das Wappen ist eingraviert, der Rest ist aufgedruckt. Wird also ein bisschen halten, das Wappen. Endlich daheim, ja, dann schönen Feierabend, Baby. Nein, also, wie gesagt, nochmal in der Champions League Viertelfinale ist, selbst wenn da, was weiß ich, Roter Stern Belgrad stehen würde, du kannst keine Mannschaft im Viertelfinale der Champions League unterschätzen. Also, dann wäre es ja dumm. So, aber das tun wir auch nicht. Ja? So, da brauchen wir uns ja auch keine Sorgen machen. Also mein Take. Ich glaube nicht, dass wir da irgendjemanden oder irgendwas unterschätzen. Aber ich denke, bei uns ist es halt so ein. Also, wir haben natürlich den Riesenvorteil, oder was ich als Riesenvorteil sehe. Gut, hat letztes Jahr natürlich nicht gereicht. Aber wir haben halt einfach einen Harry Kane, der will. So. Ja. Der will. Der hat halt noch nie. Der will. Und ich denke, so ein Josh will auch. Ja? Gerade jetzt erst recht. So ein Leon wird auch wollen. Der will nochmal zeigen. Ja. Und nochmal, der Mannschaftsgeist ist wieder da bei uns. Das ist das Wichtige. Deswegen bin ich guter Dinge. So, wenn das nicht da wäre, ja. Aber ich denke, das hat man gegen Leverkusen gesehen in der Champions League. So. Das ist, was mich so überzeugt hat. Ja. Nee, also unterschätzen tue ich Inter nicht, aber man muss sie jetzt auch nicht irgendwie künstlich stark reden. Also nochmal. Alles, was Viertelfinale ist auf Augenhöhe. Das ist wie gegen Leverkusen. Es wird die Tagesform entscheiden, Leute. Wenn da eine Mannschaft einmal eine schlechte Tagesform hat, ob wir das sind, ob Inter das ist, dann kriegt die in die Fresse und dann war's das. Ja? So. Wenn wir zu Hause 13 Uhr gegen Inter gewinnen, dann ist für Inter der Drops auch gelutscht, genau wie es für Leverkusen war. Ganz einfache Kiste. Kannst du dir nicht erlauben in der Champions League. Punkt. Ja? Wenn dann nochmal eine Mannschaft weiterkommt, das ist so selten. Und das gilt für uns. Haben wir einen schlechten Tag? Ja. Haben wir in Leverkusen gehabt? Hast du so ein Spiel in der Champions League? Ich meine, wir sind hinten jetzt noch anfälliger. Wenn du vorne nicht stichst, ja, dann bist du schneller aus der Champions League raus, wie du gucken kannst. Ja, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Brauchen nicht denken, nur weil das Finale da Horm ist, ja, klar, kommen wir weiter, ist ein Selbstläufer. Nee, natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin guter Dinge, ich freue mich drauf, auf die Spiele. Ja. Ja, das würde ich so auch noch nicht unterschreiben, Blondie. Dass der BVB keine Chance hat gegen Barca. Wir reden über Fußball, Alter. Das ist doch immer das Ding. Und nochmal, beste Beispiel, nimm den BVB in Paris letztes Jahr.
Wenn du das Spiel gesehen hast oder dir eine Zusammenfassung angeschaut hast, also gefühlt hatte Paris 20 hundertprozentige Torchancen, Alter. Und die haben einfach kein Tor gemacht. Ja. lass die Dortmunder zu Hause gewinnen. 2-1. So, lass Barca im Rückspiel das Tor nicht treffen oder was auch immer. Eine rote Karte kriegen. Was weiß ich, Levi die tragische Figur, weil Ex-Dortmunder und ihr wisst alle, was der Fußball für Geschichten schreibt, Alter. Nee, 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 nee. Ja, auf dem Papier sieht das gerade nach einer klaren Sache aus, ja. Wenn man sich dann auch so die Tabellensituation anguckt, wo der BVB rumdümpelt. Ja, aber da ist auch eine Mannschaft, die weiß, so das ist der letzte Strohhalm für uns so. Der eine oder andere Spieler wird auch sagen, oh, ist auch nochmal die letzte Chance, mich international zu zeigen für eine neue Mannschaft nächstes Jahr, weil mit Dortmund wird man ja zu 90% nicht international spielen. Ja? Also, nee, also will ich auch noch keinen Haken dran machen. Ja, genau, Blondie. Also in Paris, das war ein Unding. Das war echt ein Unding. Das wusste ich selber nicht, wie die weitergekommen sind. Genauso sieht es aus. Also von daher immer mal abwarten. Ja, ja, ja. Komm. Alles ist gut. Ja, das ist bei uns halt immer hart, ne? Bei uns ist halt immer so, oder man hat immer so das Gefühl, wow, Chance, Tor, Chance, Tor, Chance, Tor. Und bei uns dann immer auf der anderen Seite, Alter, wir brauchen 3, 4 Chancen für ein Tor, ne? Also bei uns ist immer, wir lassen nur 3 Torschüsse zu oder sowas, aber dann sind davon meistens alle 3 drin. Das ist immer ein bisschen hart, ja. Da gehe ich mit. Aber mal abwarten. Der Obich hatte den einen oder anderen Ball mal gehalten, der aufs Tor kam. Also mal abwarten. Nee, aber wie gesagt, ich würde den BVB noch nicht abschreiben. Immer mal abwarten. Ja, was ich denke, weiß ich nicht. Eigentlich würde ich mir eher Barca wünschen. Ja. Einfach, ja, um mal das komische Spiel in der Gruppenphase wieder richtig zu stellen. Ja. Und weil es der Graugänse-Hansi ist und weil es der Levi ist. Ja, wie gesagt, auf dem Papier spricht alles für Barca, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages reden wir über Fußball. So. Ganz schwierige Kiste. Und nochmal, Viertelfinale, Champions League, jede Mannschaft, die da steht, steht da nicht umsonst, Alter. Ja. Ich meine, guckt euch Liverpool an, die durchrasiert sind durch die Gruppenphase und wo sind sie? Ja, die sitzen zu Hause vorm Fernseher. Ja, also. Ja, also. Ist halt so. Aber das ist ja das Schöne am Fußball, ne? Ah, ich weiß nicht, ob Dortmund Bayern cool wäre, Alter. Das ist, ohne Scheiß, dann, boah. Das sind Spiele, also das sind Spiele, wo ich Puls kriege. Dann könnt ihr auch keine eiskalte Reaction erwarten, Alter. Es sei denn, wir gehen 3-4-0 durch oder so. Naja, wenn wir ehrlich sind, Real muss ich nicht fühlen, Alter. Weil egal welcher Schiri da steht, du hast immer irgendwie ein komisches Gefühl da. Also, nee, danke. Ich brauche Real nicht als Gegner. Wenn der BVB weiterkommt, gönne ich hier 10 Subs. So sicher bin ich mir, dass der BVB nichts reißt. Ja, nehme ich dann gerne an, Blondie. Kein Thema. Na, ich glaube, dazu wäre die Mannschaft nicht in der Lage, einen auf Chelsea zu machen. Das waren wir noch nie und sind wir diese Saison auch nicht. Ich meine, das hat das Spiel in Leverkusen gezeigt in der Bundesliga, oder?
Da müssten wir wieder dieses Glück haben, ja. Aber ansonsten nein, sind wir nicht in der Lage dafür. Ist die Mannschaft maßlos überfordert, glaube ich. Wir müssen schon dominant und nach vorne. Das ist schon unsere Spielweise. Erst recht jetzt noch mit den, ich meine, klar, mit dem Erbek hinten drinne, dem tut's gut, wenn wir ein bisschen tiefer stehen. Ich denke, das werden wir auch tun gegen Inter. Kann ich mir schon vorstellen, wie gegen Leverkusen, standen wir auch ein bisschen tiefer zum Anfang. Ja, mal abwarten. Glück, ich habe noch nie Glück bei Wetten, Alter. Noch nie. Ja, wie gesagt, ich brauch die Dortmunder nicht als Gegner, Alter. Ich kann da drauf verzichten. Obwohl, wer weiß, vielleicht kriege ich Karten. Let's go. Ja, eigentlich waren wir die Saison ja echt zweikampfstark, ne? Ich meine, gegen Pauli war der Wert eine Katastrophe, warum auch immer, aber ansonsten waren wir schon sehr zweikampfstark diese Saison. Also von daher. Und wie gesagt, eine Übermannschaft ist das jetzt auch nicht. Guckt euch den Kader an, ja. Also, ja, vorne natürlich ein paar gute Stürmer, aber auch viele Bundesligaspieler. Also, das ist jetzt nicht irgendwie. Aber natürlich, wie gesagt, das ist Tagesform alles. Das ist einfach so. Deswegen ist das Augsburg-Spiel auch nicht so unwichtig. Ich glaube, du musst schon mit einem guten Gefühl aus dem Augsburg-Spiel gehen. Zumindest so, wenn ich so an so einen Urbich denke, der wahrscheinlich gegen Inter auch im Tor stehen wird. Neuer wird dann noch nicht fit sein, denke ich. Auch so ein Erbig, Dyer und je nachdem, wer da noch so auflaufen darf, auf den Außenpositionen hinten. Ich denke, das wäre schon gut, wenn die Spieler ein gutes Gefühl haben. Anstatt dass man jetzt sagt, so, ja, keine Ahnung, mit viel Glück einen Punkt geholt oder sogar verloren und dann sagt man ja, man setzt so auf die Trotzreaktion. Das weiß ich nicht, ob das so gut wäre. Ich glaube, es wäre schon gut, wenn man mit einem positiven und auch, dass man nicht den Druck hat, so. Überleg dir mal, du verlierst jetzt und dann Leverkusen gewinnt, 3 Punkte, dann hast du in der Bundesliga auch noch Druck und dann hast du das Dortmund-Spiel zwischen Inter. Boah, weiß ich nicht. Die Baustelle solltest du dir nicht aufmachen, Alter. Ne? Die solltest du dir wirklich nicht aufmachen, so eine Baustelle. Lieber Augsburg safe, gutes Spiel gegen Inter, ja, dann kannst du meinetwegen drauf geschissen auf das Dortmund-Spiel, so, weißt du? Aber nicht andersrum, ey. Nicht jetzt sagen, so, wir scheißen auf Augsburg-Spiel und, nee, ich glaube, das ist nicht gut. Ja, aber Anspruch und wenn es nach Anspruch geht, will man jedes Jahr die Champions League gewinnen, Alter. So, Anspruch oder werden jedes Jahr Meister. Wir hatten letztes Jahr auch den Anspruch, Meister zu werden. Anspruch alleine reicht ja nicht. Ne? Das ist das ja. Ich glaube, der Dortmund hat auch nicht den Anspruch, Tabellenzehnter zu sein. Oder was sind sie? Neunter oder Achter jetzt in der Bundesliga. Also. Ja. Und ich glaube nicht, dass Mainz den Anspruch hatte oder Gladbach, um Champions League-Plätze zu spielen. Und trotzdem tun sie es. Also. Wenn das so einfach wäre, dann, wie gesagt, dann wären wir auch alle Millionäre. So. Dann würde ich mein Einkommen nehmen und würde sagen, komm, hier, FC Bayern Champions League-Sieger, gib mir eine Quote und Feuer frei, Alter. Ja, Saskia ist das beste Wasser, oder? Ich trinke Kraneberger, ich weiß das nicht. Bei mir gibt es gefiltertes Kraneberger selber aufgesprudelt. Ja, aus deutscher Sicht kann man natürlich, wie gesagt, will jetzt nicht sagen, ich drücke den Dortmund an die Daumen, aber alles ist gut. Das ist die Plörre von Lidl, ganz genau.
Wichtig ist, aus welcher Tasse man das Wasser trinkt, Chico. Verstehst du? So ein Ding, dann schmeckt alles. Ah. Ja, aber dann gehst du ja in irgendeine Dortmund-Kurve, oder nicht? Ist ja auch wild als Bayerner. Ich glaube, Dortmund wäre ein Freilos für uns, genau wie Leverkusen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, Dortmund und Leverkusen, denke ich, kannst du absolut nicht vergleichen. Ne? Weil, ich gucke die Tabelle an. Die Dortmunder haben nichts mehr. Die haben nur noch diese Champions League. Kannst eine Menge Dortmund-Fans verarschen. Ist ja auch frech. Ja, keine Ahnung. Ich bin halt echt gespannt auf die Aufstellung gegen Augsburg. Ich denke, das wird schon viel verraten. Mal abwarten. Also wenn da wieder Conny Leimann so aufläuft, ich weiß es nicht. Also dann wird es echt schwer, glaube ich. Gegen Inter auch. Großkreuz, Olympionik im Döner werfen. Der Großkreuz mag uns nicht. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Muss er aber auch nicht. Mag ihn auch nicht. Ist halt auch so ein bisschen ein Dulli. Da ist die Döner-Szene bewiesen. Ja, so ist das. Muss man ja auch nicht. Man muss ja nicht jeden Menschen mögen. Ne? Wäre ja langweilig. Ja, ist richtig. Der Champions League hat der BVB schon ein paar Dinger gerissen, wo keiner dran geglaubt hat. Der Klassiker war ja früher Werder, was die für Europapokal-Dinger gerissen haben, für die Ewigkeit. Ja, der hat, wie gesagt, hat letzte Saison ja auch keiner mitgerechnet mit den Dortmund in der Champions League. Also. Kennst keinen Menschen, der Großkreuz mag? Ich kenne einen, der ein Großkreuz mag. Liegt aber daran, dass der Großkreuz hier aus meiner Ecke kommt. Da kenne ich ein paar, die den Großkreuz mögen. Aber ist ja auch okay. Ich möge auch nicht viele, aber es gibt ein paar, die mich mögen. Das ist doch okay. Aber der Kevin ist schon eine Nummer, Alter. Das kann ich euch sagen. Ja, aber ist doch schön, oder? Hätte doch vor der Saison jetzt auch so. Also ich habe damit zumindest nicht gerechnet. Dass wir gerade in dieser Position sind, wo wir sind, oder? Muss man da auch mal positiv sagen. Ich meine, wir meckern ja immer viel, auch mit Conny da als Rechtsverteidiger, auch völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Aber am Ende des Tages, bisher gibt der Erfolg Winnie 100% recht, ne? Ich meine, noch sind wir 6 Punkte vor Leverkusen, noch sind wir im Viertelfinale der Champions League. Ja, Pokal, aber Pokal war halt auch echt wild, ne? Also von daher bleiben wir immer optimistisch. Ne? Alles andere wäre wild. Ja, Daniel, das sehe ich ähnlich, ja. Ja, also Halbfinale wäre ich dann nicht glücklich. Also wenn du wirklich gegen Inter weiterkommst, Alter, dann musst du irgendwie ins Finale kommen. Und wenn du, keine Ahnung, wenn du Kick and Rush spielst, Alter. Da werde ich immer Manuel ankreien. Ja, kannst du ja auch. Aber das kannst du dann am Ende des Tages auch den Trainer ankreiden, ne? Aber er hat ihn immerhin aufgestellt. Muss man auch mal sagen. Und das in einer Phase, wo man gesehen hat, dass er nicht wirklich gut ist.
Finale da oben wäre schon krass. Ja, das wäre echt schon wild. Vor allem, wenn du halt auch siehst, wie der Weg jetzt ist, ne? Ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft. Angeblich wird vom Streit zwischen Hoeneß und Eber berichtet aufgrund der Finanzlage und zu hohe Kosten bei möglichen Transfers. Deine Meinung dazu? Ja, wenn ich schon angeblich lese, weiß ich ja nicht. Ich meine, dass der Hoeneß nicht zufrieden ist, nochmal, ich kann es nur wiederholen, hat der Transfersumme gezeigt, wo er gesagt hatte, wir haben kein Geldscheißer, es wird kein Spieler mehr verpflichtet. Und dass ein Eberl noch gerne 2 Spieler verpflichtet hätte für die Außenposition, ich meine, der Doué war nicht umsonst sauer, ja. Von Eberts Seite war da wahrscheinlich schon alles safe, Alter. So, bis der Uli gesagt hat, meh. So. Ja, und deswegen auch mein Take. Sollte im Sommer ein gutes Angebot kommen von Liverpool für Harry Kane, hätte ich mir sehr gut vorstellen, dass der FC Bayern sagt, let's go, Alter. Ich meine, dass man den Tell da schon vom Hof gejagt hat, weil es ein gutes Angebot war, spricht ja auch schon viel aus. Ja? Also. Ja, na klar segnen die Summen ab. Das ist doch immer, was ich sage. So, die stellen sich ja immer dahin. Blasöd, klugscheißen immer im Nachhinein, so wie wir das auch tun. Nur, dass die vorher die Summen absegnen, ne? Oder halt die Vertragsverlängerung absegnen oder die Trainerentlassung absegnen. Und dann stellt man sich ein Jahr später hin, ja, ich hätte ihn ja jetzt nicht entlassen. Ne? Also, ja, nee, der Brazzo und der Olli, nee, also, nee. Und da bei mir hätte es das nicht gegeben, nee. Wild, oder? Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Nochmal, wo kommt denn dieser Take mit dieser Finanzlage her? Den verstehe ich halt immer noch nicht. Ich habe letzten Stream schon gesagt. Ich habe noch bei keiner Jahreshauptversammlung rote Zahlen gesehen. Wo? Wann? Wenn es doch wirklich so wäre, dann müsste doch, keine Ahnung, da müssten wir doch mal eine Jahreshauptversammlung sehen, wo steht minus 100 Millionen, weil man 100 Millionen in Transfers gesteckt hat und keine Transfererlöse hat. Habe ich noch nicht gesehen, gab es noch nicht. Also von daher verstehe ich diesen Take immer nicht, der da geäußert wird, mit wegen, ja, Festgeldkonto gibt es nicht mehr und ist leer und. Ja, wie denn? Was denn? Hat der Uli es verzockt oder was? Das wäre ja, das wär ja der einzigste Take. So. Man hat es hochrisikomäßig angelegt und die Kohle ist weg. So, das wäre das Einzige. Also, aber wenn du dir die Bilanzen anguckst, kann es ja nicht sein, dass das Konto geschrumpft ist, weil wir schwarze Zahlen bisher immer geschrieben haben. So, das heißt ja, wir haben gar kein Geld genommen von diesem Konto. Oder wie? Oder es wird irgendwas anders einberechnet oder was? Ich habe keine Ahnung. Weil Hoeneß immer raushaut, dass das Festgeldkonto geschmolzen ist und für wen jetzt ein Kredit aufgenommen werden muss. Ja, aber wie soll das denn geschmolzen sein? Ist ja, was ich gerade sagte. Da müssten wir doch rote Zahlen schreiben und keine schwarzen Zahlen. Also seitdem ich die Jahreshauptversammlung verfolge, habe ich noch nie rote Zahlen gesehen. Das heißt, das Konto kann nicht kleiner geworden sein in den letzten 10 Jahren oder was. Also ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nochmal, es sei denn, man hat sie in irgendwelchen Hochrisikosachen angelegt, aber das wäre ja fatal. Also das wäre ja dann Katastrophe. Oder hat der Olli und der Brazzo haben sich noch jeder 50 mit eingesteckt oder was? Bilder. Wir haben in Tesla investiert. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das wäre echt so das Einzigste, aber das wäre ja komplett dumm, wer sowas machen würde. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich meine, dieses Gelaber, musst du Kredit aufnehmen. Hör mir auf, Alter. Ja, der Uli haut immer irgendwas raus. Da müsste man halt mal eine Nachfrage stellen. So. Ja, aber das passiert ja nicht.
Müsste man sich mal da hinstellen auf einer PK und mal fragen, warum das Festgeldkonto geschmolzen ist, wenn wir nur schwarze Zahlen schreiben. Also, I don't know, sehr komisch. Aber wie gesagt, wir haben das Thema ja schon mal gehabt. Ich weiß nicht, inwieweit man das alles noch ernst nehmen kann, was so ein Uli von sich gibt. Ja, ja, du sagst es ja gerade. Uli wird alle paar Wochen langweilig. Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß halt auch nicht, was man da immer ernst nehmen kann und was man nicht ernst nehmen kann. I don't know. Immer schwierig. Am Ende wissen wir es nicht. Das irgendwie, keine Ahnung. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, der Uli quatscht das, weil er unbedingt den Eberl dazu drängen will, dass er unbedingt spielerlos wird. So. Ja. Das will er dann auch diesen Take im Sommer erklären, dass er da tief stapelt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Eberl, wenn er Sportvorstand ist, nicht irgendeinen Einblick in irgendwelche Festgeldkonten oder Zahlen hat. Das wäre ja auch irgendwie wild. Aber I don't know. Immer sehr kurios bei uns, ne? Ja, aber wie gesagt, dieser ganze Aufsichtsrat-Bums ist ja wild bei uns. Ja, nee, so ist der Bums ja auch nicht, Kampfdampfer, aber das kannst du ja nachgucken. Musst du einfach mal googeln. Musst du einfach mal Geschäftsbericht 2024 googeln. Also die Zahlen werden ja immer vorgestellt bei der Jahreshauptversammlung. Da siehst du ja genau detailliert, wofür was weggeht. Aber wie gesagt, da war halt bisher immer eine schwarze Zahl und keine rote Zahl. Selbst mit dem Harry Kane-Transfer. So. Ne? Bei Harry hat er immer auf dicke Backen gemacht mit dem Festgeld und zack war Harry teurer. Ja, vielleicht auch deswegen. Ja, vielleicht hat er sich da mal hinterfragt. Da macht er einen auf arme Kirchenmaus. Ja, wer weiß. Wer weiß. Ja, musst du mal gucken, ist ja öffentlich. Also da musst du irgendwo runterladen können, auf jeden Fall. Die Zahlen. Naja, vielleicht auch echt, wie die Mara schon schreibt. Vielleicht echt Verhandlungstaktik oder was. Dass er ein bisschen tief stapeln will. I don't know. Dass irgendwas bringt, kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn man jetzt hört, dass man bei der Club-WM als Sieger um die 100 Millionen an Prämien bekommt, weiß ich nicht, ob wir dann nächstes Jahr unbedingt Minus fahren. Ich glaube nicht. Ja, gut, das kommt natürlich nicht von der Bundesliga, das kommt von der FIFA angestoßen, weil die das Transferfenster vor der Club-WM öffnen wollen. Eben darauf bedingt, dass ja viele Verträge halt so eine komische Laufzeit haben und damit man halt auch die Jugendspieler oder die verliehenen Spieler zurück hat und so ein Gedöns. Ja, denke ich auch. Der Uli, wenn er im Ruhrpott wäre, dann wäre einer, steht morgens auf um 8, zack, Rollade hoch, Handtuch auf der Fensterbank und raus. Und jeden, der da unten lang kommt, erstmal schön lang machen. Kommt jetzt oder ist kein Thema mehr? Bei mir kommt er. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Warum nicht? Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht erzählt man das auch, weil man den Spielern da was vormachen will, von wegen Gehaltsverhandlungen und was weiß ich. Also, wie gesagt, da blickt bei uns ja keiner mehr durch im Verein. Uli sagte, wenn ich es richtig paraphrasiere, keine Kohle im nächsten Satz, aber für den Wils reicht es immer. Ja. Ja, nochmal, keine Ahnung. Du kriegst bei der Club-WM schon 20 Meter, dass er teilnimmst. Ja, also. Wenn Wils 120 kostet,
Wenn du den dafür aber 10 Jahre hast oder beim Weiterverkauf immer noch 80 wieder kriegst, wenn er 5 Jahre bei uns war, wie auch immer, Alter, machst du nichts falsch. Gar nichts. Absolut null. Ja, ist natürlich eine Riesensumme. Hätten wir vor 4 Jahren gesagt, Alter, habt ihr was an der Meise? Ja, gar keine Frage. Aber falsch machen tust du da nichts. Ja. Meine Meinung. Wenn wir zu uns kommen und genauso spielt wie bei Leverkusen, dann wird die Meisterschaft für die nächsten 10 Jahre gebucht. Wenn er 10 Jahre bleibt und Musiala auch 10 Jahre bleibt und Michael 10 Jahre bleibt, dann ist das schon brachial. Ja. Dann kann sich jeder Stürmer freuen, der da vorne spielen darf, Alter. Ja, aber ist doch auch okay, dass er dasselbe Gehalt bekommt, wie es Musiala bekommt. Also sehe ich jetzt nicht das Problem drin. Wenn die Leistung stimmt, ist doch alles gut. Wie gesagt, es geht doch um die Spieler, die das Gehalt bekommen, aber keine Leistung bringen. Wie so ein Gnabry, Sané, auch ein King. Die sind doch überbezahlt. So, wenn du die alle weg hast, ist doch genug Gehalt frei. Ja, du hast einen Müller jetzt weg, der 20 Millionen verdient als Ersatzspieler. So, das wird nächste Saison auch nicht mehr so sein. Also, wir haben schon Einsparmöglichkeiten. Ja, selbst wenn Lioy verlängert, glaube ich nicht, dass das viel mehr als 10 sein werden. Wenn man aber wirklich einen Wirtz holen will, weiß ich nicht, ob man überhaupt verlängern will. Keine Ahnung. Was weiß ich. Blickt man halt nicht durch. Ich denke, am Ende des Tages wird viel darauf ankommen, was der Wirtz will. So, wenn der zu Leverkusen sagt und hingeht und sagt, ich will weg, ich will nach Bayern, dann wird das auch funzen. Wenn er das nicht sagt, wird es auch nicht funzen. Naja, komm, wir müssen lieber jetzt auch nicht in den Himmel loben, weil das ist schon, was ich während des Spiels zu Mara gesagt habe, weiß ich nicht. Ja, da hätte sie auch wahrscheinlich jeden anderen dahinstellen können in den Situationen. Das war jetzt nicht irgendwie, boah, geile Einzelaktion, geiles was weiß ich was. Ja, er war in der richtigen Posi. Grandios, Alter, und hat einen Ball mal ins Tor geschoben. Ja, Halleluja. Ich meine, das erste, okay, das war noch ganz gut, aber den zweiten muss er auf jeden Fall machen, Alter. Komm. Ja, wer die erste Halbzeit gesehen hat, also müssen jetzt nicht wieder anfangen, den Leroy in irgendwelche Sphären zu heben, Alter. Nur weil er endlich mal aus 2 Chancen 2 Tore gemacht hat. Also. Und das zweite war noch knapp, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Das ist richtig, ja. Das ist ja auch richtig. Sag ich auch nichts gegen, dass er es endlich mal gemacht hat. Aber wie gesagt, nimm mal die Saison, wie viele hat er schon weggehauen, ne? Also. Nee. Für mich, ich bleib dabei, wenn ich die 5 Jahre sehe und wenn er uns im Finale da oben zum Sieg schießt, Alter. Du kannst den Mann eigentlich nicht verlängern. Und wenn, dann für ein realistisches Gehalt. Ja. Wenn er uns wirklich im Finale da oben zum Sieg schießt, Alter, dann gib ihm meinetwegen 10. Meinetwegen 12 dafür, dass er es geschafft hat. Aber dann ist auch gut, Alter. Komm mal von diesen 20 plus da weg. Und ihr dürft auch nicht vergessen, wenn, dann wird er ja sehr wahrscheinlich auch, kann ich mir gut vorstellen, 3-4 Jahresvertrag haben wollen. Auch der wird 30. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ob man sich den Schuh ans Bein binden will. Eine interessante Geschichte noch, bin ich sehr gespannt. Ja, aber ich glaube nicht, dass es reichen wird, dass man sagt, man spart das Geld von Thomas Müller ein. Wenn man Jamal und Davis so hochgepumpt hat und Josh zu gleichen Bezügen behalten hat, wenn du dann nur die 20 Mille von Müller einsparst, das wird nicht reichen. Da wird der Uli hier wieder. Das reicht nicht. Du stehst ja im Sommer wieder da, versuchst wieder krampfhaft ein Zerc loszuwerden, wahrscheinlich ein Goretzka loszuwerden, sehr wahrscheinlich ein Koman loszuwerden, weil die alle viel zu viel Geld verdienen und du wirst wieder keinen loswerden. Und das heißt, du wirst wieder keinen verpflichten dürfen. Weil dann kommt wieder der Uli und macht
Ja, also schwierig. Ja, ist ja egal, ob der mehr will. Der wird ja auch, ich weiß nicht, wie lange hat er unterschrieben? Ich denke mal 4 Jahre mindestens, wahrscheinlich 5. Von daher brauchen wir uns da jetzt die nächsten 2, 3 Jahre keine Gedanken machen, ob der mehr Geld möchte oder nicht. Und ob er so der Typ ist, weiß man halt auch nicht. Ja. Es soll Menschen geben, die sagen, Alter, yo, ich habe 13 Millionen im Jahr, ich bin zufrieden. Soll es geben auf dieser Welt? Ja. Also ich wäre zufrieden damit. Neuer seine 20 Meter knallen hat rein, das ist richtig, ja. Ja, vielleicht haben sie den ja auch auf 16 oder so gedrückt, wer weiß. Haben wir halt in einem Jahr die fitteste Rentnerband. Ja, wir haben schon einen alten Kader, ja. Gnabry und Coman sind auch bald weg. Ja, dann muss sie nächstes Jahr ins letzte Vertragsjahr gehen lassen und auslaufen lassen. Vielleicht wird ein Coman gehen, ja, wenn er wirklich Bock hat. Aber für den Gnabry werden keine Angebote kommen. Wer soll den kaufen, Alter? Ja, aber das machen wir ja nicht mit der Bankdrohne. Das hättest du schon dieses Jahr machen müssen. Naja, bitte dich. Ey, jetzt mal ernsthaft. Du kannst ja da kannst ja noch einen Leroy nennen. Ja? Ich lese mal vor, da muss man mit der Bank drohen, weil nächstes Jahr WM ist und sie logisch handeln wollen bei Chancen darauf. Vor allem Gnabry. Also bitte dich. Wenn der Serge noch irgendeinen Anspruch in der Nationalmannschaft hätte, dann hätte er ja erstmal den Anspruch, beim FC Bayern Stammspieler werden zu wollen. Aber selbst den hat er doch seit 2 Jahren nicht. Den hat der nicht. Guck dir die Leistung an, Alter. Den hat er am Anfang der Saison mal gehabt. Neuer Trainer. Oh ja, komm, ich zeig mich mal. Ich gebe Gas. Ich bin heiß. Ich mach Feuer. Dann hat er was? War es wieder eine Verletzung oder was? Und dann war der Arsch wieder ab. Und dann war es wieder gelaufen. Guck dir jetzt die Einsätze an, wenn Gnabry reinkommt. Der hat doch gar keinen Anspruch. Der hat gar keinen Anspruch darauf, beim FC Bayern Stammspieler zu werden. Ja. Und ein Nagelsmann setzt sich schon dahin und labert beim Pavlovic, der verletzt ist, dass er zu wenig spielt, um bei einer WM dabei zu sein. Also bitte dich. Nee. Der Zug ist abgefahren, aber sowas von. Und der wird nicht wechseln. Der fühlt sich wohl in München, der kriegt 17 Mille in den Arsch geschoben fürs Nichtstun, Alter. Fürs Schidi-Midi, kann Gucci-Knabri machen, kann Hand in Hand mit dem Kimmich nachts über die Tannenwiese hüpfen und alles ist schön für ihn. Na? Der ist seit 2 Jahren Ergänzungsspieler, Alter. Über was reden wir? Die Entwicklung grundsätzlich der Mannschaft ist schon sehr gut. Ja, da stimme ich zu. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der Opa uns so fehlen wird. Ich habe es ja im Eingang schon gesagt. Auch bevor Opa die Fehler gemacht hatte gegen City, war Opa eine Maschine die Saison, Alter. Eine Maschine. Ja. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Nichts gegen Opa. Auch diese Saison war er wieder Maschine. Ich mag einen Opa. Aber ich weiß nicht. Ja, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass der mal in so einem wichtigen Spiel nicht da ist und nicht irgendeinen Aussetzer haben kann. Wer so eine Ausstiegsklausel haben? Gnabry? Ist egal, ob der eine Ausstiegsklausel hat, Alter. Ich garantiere dir, würde ein Verein kommen und sagen, ey, lieber FC Bayern, wir würden gern Serge Gnabry haben. Können wir den umsonst haben? Ja. Oder für die obligatorische Million. Ich glaube, da wäre der FC Bayern froh, wenn er das Gehalt sparen würde. Aber es gibt keinen Verein, der sagen wird, komm, ich zahle so einen Durchschnittsspieler 17 Millionen Gehalt, Leute. Das passiert halt nicht. Wer soll das tun? Außer irgendein Scheichclub. Es ist doch keiner so doof. Ja, schon ein Jahr zu viel bei Neuer halt. Ne?
Nee, Gnabry wird das auch schädlich aussitzen. Ja. Goretzka wird das auch aussitzen. Ja, wahrscheinlich wird Bayern sogar was drauflegen. Ja. Ist halt so. Ist schade, so, ich weiß nicht, ich habe nichts gegen Gnabry, ja, aber das ist ähnlich wie Sané. Wir haben das Thema immer wieder, Alter. Ich bin das Thema seit 2 Jahren, seitdem ich den YouTube-Channel mache. Ja, das ist beides kein Niveau, was beim FC Bayern sinnig ist. Ja. So, die haben beide 15 Spiele, 15 gute Spiele im Jahr. Ich meine, das Gute ist, Liboy hatte dieses Jahr noch nicht so viele gute Spiele, von daher können wir hoffen, ja. Dann hätte er sie wenigstens mal in der wichtigen Phase und nicht immer am Anfang der Saison, wo es keine Rolle spielt. Und Gnabry hat seine gute Phase schon hinter sich. Die hat er am Anfang der Saison gehabt. Und das war es wieder. Ja. Ich weiß nicht, der Liboy hat wahrscheinlich zu viel Ehrgeiz. Gnabry hat zu wenig Ehrgeiz und ja, keine Ahnung. Vielleicht sollten die sich mal zusammentun und ich meine, haben jetzt die gleiche Frise, sollen sich mal ein bisschen ausbalancieren oder was und dann da klappt das vielleicht mal. Vielleicht beide zum BVB. Ja, Alter, ich glaube nicht, dass der BVB sich nächstes Jahr auch nur ansatzweise irgendwie. Also ich glaube, wenn der BVB da bleibt, wo er ist, Alter, ich meine, gut, die spielen immerhin Dingens, ne? Könnte denen den Arsch retten, da kriegen sie noch ein paar Mille. Ansonsten wird es sehr, sehr düster werden in Dortmund. Ein Jahr ohne Europa. Das ist so viel Kohle, die da flöten geht. Ja, ich bin bei Opa auch guter Dinge gewesen. Ja? Ich sage auch nicht, dass es so gekommen wäre, aber ich weiß nicht. Schwierig. Und ja, die Entwicklung von Opa für mich auch sehr gut. Auch wenn er ein, zwei Wackler drin hat, aber die hat jeder. Das sind Menschen, das sind Fußballer, Alter. Es gibt keinen Innenverteidiger auf dieser Welt, der nicht, der jedes Spiel alles 100% wegrasiert. Dann würden keine Tore fallen. So. Das ist Schwachsinn, ne? Bei Opa war es uns hat immer nur so ein richtiger Klopper, Alter. So, und das war dies Jahr eigentlich nicht so der Fall. Ne? Für mich hat er auch eine gute Entwicklung genommen. Hat auch da hinten die Führungsrolle übernommen, meiner Meinung nach. Da gehe ich mit. Ja, hat mir gut gefallen. Und natürlich, Opa ist ein herber Verlust, gehe ich von aus. Ne? Aber nochmal, vielleicht, wenn wir es uns schön reden wollen, sagen wir haben einen da hinten raus, der irgendwie dem Druck vielleicht nicht ganz gewachsen ist in so einem Viertel, Halb oder Finale in der Champions League, Alter. Ja, kannst dich auch daran erinnern, dass Tuchel gesagt hat, jedes Spiel ist ein Thomas Müller-Spiel. Ja, ja, aber die Dortmunder kassieren ja auch irgendwie fast dasselbe Antrittsgeld, oder? Deswegen, ich sage, das ist das Ding, was Dortmund da nächste Saison den Arsch retten kann. Ansonsten wäre der Ausverkauf in Dortmund, Alter. Obwohl, die müssten ja mittlerweile auch mal ein Festgeldkonto haben, oder? So viele Transfererlöse, wie die letzten Jahre eingenommen haben. Ja, aber wie gesagt, ein Fehler reicht halt, haben wir letztes Jahr gesehen, oder? Ich meine, letztes Jahr die Champions League haben uns auch wieder individuelle Fehler gekostet. Ich da so an Neuer und Minjay denke. Aber das ist Fußball, Leute, ne? Ach ja, die müssen ja auch den Gewinn ausschütten, ne? Kommt ja auch noch dazu, ist ja börsennotiert, da muss ja immer ein bisschen was ausschütten. Ja, ich weiß nicht, wie der Aktienkurs bei Dortmund ist. Dan, vielen lieben Dank für dein Prime im 5. Monat.
Also der Kimmich ist mit jedem so. Außer mit dem Serge, da ist er so. Herr King ist Führungsspieler, Leute. Das ist der Mannschaftsrat. Ja, keine Ahnung, da weiß man noch nicht, wie die ganzen Verwirrungen und Verstrebungen da sind in der Mannschaft. Das ist aber das fein. Wichtig ist doch, dass es eine Mannschaft ist und das hat ein Winnie geschafft dieses Jahr. Und das ist so das Wichtige. Und wir werden jetzt sehen, ob der Winnie ein großer Trainer sein kann. Ob er die richtigen Schlüsse zieht. Bin gespannt. Die kommenden 2 Spiele werden zeigen, ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer was King überhaupt hat. Das weiß ja kein Mensch. Gut, Leute, ich muss aber mal ganz kurz austreten. Vielleicht habt ihr noch ein Thema. Ansonsten ist gleich Feierabend. Aber wenn ihr noch was habt, haut es jetzt in den Chat. Ist Nummer 1 im Tor. Gibt's die Liegestütze-Challenge noch? Nee. Nicht für 5000 Channel Points. Ja, Manu ist die Nummer 1 im Tor. Das wird sich auch nicht ändern, solange er aktiv ist. Naja, wenn wir aktuell gucken, wird es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Kommando überhaupt spielt im Finale. Oder?
Aber wir müssen nicht über das Finale reden, Alter. Wir reden erstmal über Augsburg. Wir mal hier an Winnies Prinzipien festhalten, ne? Leute. Wild. Ja, ich denke auch, da hast du recht. Denn ich denke auch, dass er am ehesten wahrscheinlich ein Sané. Bin gespannt. Wir werden es ja wahrscheinlich nicht erfahren, wie das genaue Gehalt ist, aber mal abwarten. Spricht noch einer der Spieler Italienisch? Das weiß ich nicht. Ja, wegen mir kann Leo auch weg. Ich bleib dabei, es wird sich auch nie ändern. Marschiere ich durch den Tegernsee? Mit Sauerstoffflasche oder ohne? Meine Meinung zu Müller aus habe ich schon am Anfang des Streams 20 Minuten ausgeführt. Wild, oder? Ich sag ja, Leroy hat da echt so ein Outstanding, oder? Der schießt einmal wieder 2 Tore, die auch jeder andere gemacht hätte, der da gestanden wäre, und dann ist er gleich wieder Weltklasse und du musst einen Vertrag für die nächsten 5 Jahre abschließen. Das ist so eine Katastrophe. Ich weiß auch nicht, was die Leute haben. Junge. Katastrophe. Ei. Schatz, den Take kannst du ja gerne nochmal raushauen, wenn es soweit ist. Wenn das Spiel anstehen sollte. Ja, aber ich war vorhin auf der Bayern-Seite. Ich habe gesehen, man kann da einfach einen Fanclub gründen. Könnt ihr euch ja dann mal. Ihr müsst aber 25 Josua-Jünger finden. Dann könnt ihr euch da eintragen als Fanclub. Die Frage ist, glaube ich, oder die Frage wird sein, ob ein Winnie einen Leroy haben will. Ich glaube, das ist das Thema. Wenn Winnie sagt, yo, kann ich mitarbeiten, und ein Leroy sagt dann noch so, ach komm, gib mir 12. Oder Leroy sagt, gib mir 13, der Verein sagt, komm, kriegst 12, nächsten 3 Jahre, dann ist das, dann kriege ich auch das Wein, aber dann wird es realistischer, ja. Sollte das natürlich passieren, ich meine, das wäre schon schlimm genug, wenn das überhaupt verlängert wird, ne? Aber wenn wir dann darüber reden, oh, der Leo ist von 20 auf 17 runter, Alter, ohne Scheiß, ne, dann weiß ich es auch nicht mehr. Aber wenn du dann hörst, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja? Was hat der Kommentator gesagt? Der Leroy hat jetzt 9 Saisontore, so viel wie er in der Bundesliga noch nie hatte. Dann ist auch irgendwas komisch, oder? Der bleibt für mindestens 15? Nee, ich glaube nicht, dass wir den 15 zahlen. Und was wetten wir denn, Olli? Ja, dann mach das mal, Schatz. Der Lieber ist immer ein feiner Kerl. Wisst ihr doch. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Das hat schon Spaß gemacht zu coachen. So eine Niederlage in der Champions League. Ja, ich merke schon, also muss ich doch irgendwie ein Placement von irgendeinem Wettanbieter annehmen, oder was?
Kein Problem, Leute. Könnt ihr in die Spielsucht verfallen. Ich kann Sané auch nicht mehr sehen, Alter. Ganz ehrlich nicht. Nach 5 Minuten hätte ich den schon wieder Sachen antun können beim Spiel gegen Pauli. Das kannst du dir nicht vorstellen, Alter. Das ist eine Katastrophe. Der wirkt schüchtern. Wild. Also der Liebe kommt ja bei mir in vielen verschiedenen Charakterstufen rüber, ne, aber schüchtern noch nie. Aber siehst du mal, wie unterschiedlich man das wahrnimmt, ey. Ich weiß nicht, ob der Sané gut spielt, Alter. Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob man das gut, ne. Jetzt 2 Tore, natürlich, das war gut, ja, keine Frage. Aber sorry, ey, die erste Halbzeit war absolute Müll, Alter. Davor das Spiel, weiß ich gar nicht. Ich müsste mal in meine Tabelle gucken. Also viele. Komm, ich guck mal eben. Also ich würde sagen, da waren nicht viele gute Sané-Spiele bei. Ihr könnt ja meinetwegen immer noch eine Note besser geben, damit meine Antipathie kompensiert wird. Also Pauli 2, Union 3,5, Bayern nicht gespielt, gegen Bochum 5. Gegen Bayer erstes Spiel Kurzeinsatz, Stuttgart 3,5, Frankfurt 3,5, Celtic 3,5, Leverkusen 4, Celtic 4, Bremen Kurzeinsatz, Kiel 5, Bratislava 4, Freiburg 4, Feyenoord 5, Wolfsburg 3,5, Hoffenheim 1,5, Gladbach 5,5. Das ist Leroys Benotung in der Rückrunde. Weiß ich jetzt nicht, ob man da sagen kann, wow, der Sané spielt gerade gut. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Ja, aber da musst du ja erstmal so T-Shirts besorgen. Ich habe sowas nicht. Ansonsten habe ich da kein Problem mit. Ich kann ja einen Banner einblenden. Keine Ahnung vom Fußball oder keine Ahnung vom FC Bayern. Kein Problem. Die brauchen keine Jungen holen, du brauchst die Jungen nur mal fördern, die du hast. Das ist richtig. Also Leroy hatte Chancen, Alto Belli. Allein wenn ich nur die Rückrundenspiele jetzt in meinen Kopf, die kriege ich vielleicht noch zusammen. Da waren aber locker nochmal 5, 6 Tore bei, Alter, die man machen muss. Ja, ist halt so. In 5 Jahren Bayern, ne? In 5 Jahren Bayern. Genau, das ist viel besser als keine Ahnung vom Fußball. Einfach Erfolgsfan. Ich bin ein FC Bayern Erfolgsfan und stolz darauf. Ja, die können ja auch nichts zusammenbringen, die Bayern Amateure, weil alle Spieler verliehen sind. Wenn man die besten Spieler verleiht aus der zweiten Mannschaft, ja, wie soll die zweite Mannschaft dann noch was reißen, Alter? Das ist das ja. Das geht dann auch an so einer Mannschaft nicht vorbei. Wenn dann da die ganzen 17-Jährigen in der 4. Liga spielen sollen. Ja, dann ist das so. Muss man halt mal nicht die ganzen Spieler, die man dann mal hochzieht und dann gleich wieder, oh nee, die können wir doch nicht gebrauchen, die gehen wir wieder ab. Anstatt zu sagen, geh doch in die scheiß zweite Mannschaft und führ die scheiß zweite Mannschaft in die 3. Liga, Alter. Ja. I don't know. Ja? Aber da muss man sich doch nicht wundern, dass die Mannschaft einbricht. Also, sorry.
Nehmen bei uns 3, 4 Stützen raus, ja, dann brauchen wir auch nicht mehr weiterreden, oder? Ist halt so. Das ist doch eher das Problem. Sind 3 Spieler verliehen. Nein, das sind ein paar mehr verliehen wie 3 Spieler. Nein, es ist ja auch okay, dass du die Spieler entwickeln willst. So. Ist ja fein. Ja, es macht natürlich schon Sinn, dass so ein Aznu in Spanien spielt, dass so ein Wanner in der Bundesliga spielt, dass so ein Kretzig in der Bundesliga spielt, wenn er denn spielt, dass so ein Ibrahimovic da spielt und der da spielt und der da spielt, wenn sie denn spielen. Es spielen ja noch nicht mal alle. Verstehe schon den Sinn dahinter. Ja, aber wir haben das Thema schon gehabt. Da musst du einfach mal die Scheißeier haben, Alter. Und wenn das wirklich ein guter Spieler ist, den beim FC Bayern spielen lassen. Fertig. Ja. Punkt. Kannst du noch 100 Mal das Beispiel Barca bringen und dann ist doch gut. Ja. Wenn ich das jetzt schon wieder höre, ja, den Paul Wanner, ja, nächstes Jahr, ja. Weiß ich auch nicht, den besten verleihen wir den doch, Mann, ja. Ja. Und dann heult man wieder in ein Jahr rum, auch, ja, der Paul Wanner geht für 2 Millionen nach Dortmund und 3 Jahre später oder 2 Jahre später wird er von Dortmund irgendwo hin transferiert für 100 Millionen. So, darauf wird das hinauslaufen. Statt einfach mal zu sagen, ja, pass mal auf, hier, zack, das ist der Paul, das ist jetzt unser Spieler, wenn man von dem überzeugt ist. Ja? Nur ein Beispiel von vielen, Alter. Und dann ist ja auch immer so die Frage, bringt das jetzt dem ausgeliehenen Spieler was, wenn er in Italien 1 von 10 Spielen macht? Oder hätte es den ausgeliehenen Spieler vielleicht mehr gebracht, wenn er in der kompletten zweiten Mannschaft jedes Spiel gespielt hätte? Was hätte ihn denn jetzt mehr gebracht? Und was hätte dann vielleicht auch der zweiten Mannschaft mehr gebracht? Man labert immer, man will eine starke zweite Mannschaft haben. Ja, da musst du halt ein Jahr mal die Arschbacken zusammenkneifen und musst mal sagen, alles klar, hier wird keiner ausgeliehen, ihr spielt in der zweiten Mannschaft und führt die in die 3. Liga. So, ja, kann ja auch nicht so schwer sein. So, aber jeder, der dann in der zweiten Mannschaft einigermaßen gut ist, kommt dann in der Vorbereitung nach oben gezogen und dann, ach Wunder, ja, was machen wir jetzt mit dem? Nee, spielen lassen können wir den nicht, weil das ist der beste Freund von dem und dann kann, wenn ich den draußen lasse, gibt das da Stunk und hier und bla. Und am Ende des Tages hat man alle Jugendspieler, die da waren, die nur ansatzweise Potenzial hätten, hat man weggehauen, hat man verliehen. Ja, so. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt in der, was ist das, in die Schweiz 1. Liga, wenn man um den Abstieg spielt, ob das so viel besser ist, als wenn man beim Bayern in der zweiten Mannschaft jedes Spiel spielt. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt so geil ist. So. I don't know. Vielleicht hätte man sich da auch nicht unbedingt schwächen müssen in der zweiten Mannschaft. Und man hätte noch die Option gehabt zu sagen, geil, wir haben gerade Personalnot. Aber da haben wir noch eine Rakete in der zweiten. Nehmen wir den doch einfach mal nach oben. Ja, eine Laie kannst du nicht einfach abbrechen. Weiß ich immer nicht. Ist immer so eine zweischneidige Sache. So. Wenn die Laie natürlich gut läuft, was sie, weiß ich nicht, müsste man mal einen Prozentsatz raussuchen. Ja, dann ist es schön. Aber in der Regel ist es meistens so mittel. Ja? Und man schwächt damit seine zweite Mannschaft komplett. So. Weiß ich nicht, ob man sich da immer einen Gefallen mit tut. Aber so ist es halt. Klugscheißen kann man im Nachhinein immer, ne? Aber siehst du doch jetzt auch mit dem Vidovic. So, was ist mit dem Vidovic? Wofür ist der da? Warum hat man den die Laie zurückgeholt? Ganz wilde Nummer alles. Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass, ich meine, gut, Stuttgart und Dortmund 2 spielen jetzt auch gegen den Abstieg in der 3. Liga, aber immerhin sind die in der 3. Liga, Alter. Ist halt so. Aber wie gesagt, das ist hausgemacht. So. Du schwächst ja die zweite Mannschaft. Du ziehst die besten Spieler hoch, die dürfen mittrainieren bei den Profis und dann werden sie verliehen. Weil sie bei den Profis keine Spielpraxis kriegen. Dann lass sie doch oben trainieren und unten spielen. Junge. Verstehe ich nicht. Aber müssen wir auch nicht.
Ja, die Frage ist ja, wie man wichtig definiert. Also Leroy Sané ist für mich die Saison nicht wichtig. So gar nicht. Null. Ist eine austauschbare Personalie wie ein Serge Gnabry, da kannst du, weiß ich nicht. Ob der auf dem Platz steht oder nicht, spielt keine Rolle. Ja. So, also für mich ist dieser Spieler auch nicht wichtig. So gar nicht. Da kannst du jeden anderen da hinstellen. Sorry. Ich habe die Benotung gerade vorgelesen, Alter. Aber das muss jeder für sich entscheiden, was er als wichtig empfindet oder nicht. Ja. Da gehe ich schon eher mit Chico, Upa, Kim, Kane, Musiala, Olisse. Ja gut, Musiala, Olisse und Kane ist ein No-Brainer. So, das ist klar, dass die da stehen müssen. Kimmich muss auch da stehen, das ist auch ohne Frage. Upa gehe ich auch mit, ja. Kim ist auch sehr stabil. Weiß ich nicht, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da wird ein Upa mit einem Airbag stehen. Wie gesagt, kommt drauf an, wie man wichtig definiert. Ja. Wenn wichtig gleich Stammspieler ist, weiß ich nicht. Ich denke, wir haben schon einige Spieler, da ist es, keine Ahnung. Gerade Sané geht auf jeden Fall in diese Kerbe, Alter. Ob dann Sané steht, ein Gnabry oder ein Coman, da kannst du ja am ehesten noch sagen, dass Coman die Nase vorn hatte von den dreien. Also. Aber das kann auch jeder für sich anders bewerten. Ja, sehe ich genauso, Blondie. Wie du schreibst. Würde Commander spielen, wäre kein Unterschied zu erkennen. Sané war in so vielen Spielen kein Faktor diese Saison. Immer diese verblendeten Sané-Liebhaber. Ja, ist auch so. Also Leroy war unterste Kanone, sorry. Also Leroy war eine Stufe schlechter wie Coman. Und das heißt schon was. Kannst die guten Spiele von Leroy in einer Hand abzählen, Alter. Und das ist einfach zu wenig. Wir reden über den FC Bayern, Alter. Punkt. Nimm allein den Leistungsunterschied von Olisse zu Sané. Alter, über was reden wir? Ja? Also, sorry. Können wir nicht davon reden, dass ein Sané ein wichtiger Spieler ist, Alter. Nee. Aber gut. Das kann jeder für sich entscheiden. Der eine findet das wichtig, der andere nicht. Und das ist auch gut so. Ja, natürlich. Ach, Live-Butcher, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich diese Saison absolute Katastrophe, dass wir nicht einen jungen Spieler die Chance gegeben haben. Ja. Aber das haben wir ja schon aufgearbeitet, woran das liegt. Und das wird der Faktor gewesen sein. Ne? Ja, ist auch so. Ich weiß halt auch nicht. Beim Leroy ist wirklich ein gutes Spiel und dann wird immer so die ganzen 25 Spiele vorher werden vergessen. Boah, der Leroy ist so Weltklasse. Was? Du brauchst nur die erste Halbzeit nehmen gegen Pauli. Das war eine Note 6, Alter. Das war unterste Schublade. Das war Körpersprache. Das war kein Einsatz zeigen. Das war gar nichts, Alter. Das war eine absolute Frechheit in einem Bayern-Trikot. So eine Leistung. Ja? Sorry. Aber nee, er macht 2 Tore und ist gleich wieder, was weiß ich was, Alter. Das erinnert mich immer wieder an das Video, was wir die eine Saison lang geguckt haben, wer alles Weltklasse beim FC Bayern ist, Alter. Genau so eine Leute. Junge. Sané hat den Sieg gegen Pauli festgemacht, ja. Und jetzt stell dir mal vor, der hätte an derselben Position, wo ein Leroy war, hätte ein Serge gestanden. Oder ein Kingsley oder ich. Ja. Ja. Euch, das ist sehr gut, dass du dich dafür entschuldigst. Ey, du kannst doch den Leroy mögen, du kannst den Leroy doch auch feiern, das ist doch auch völlig fein. Du kannst doch auch eine ganz andere Meinung zu der Leistung von Leroy haben, das ist doch auch fein. Für mich ist das fein. Ich mag ihn nicht.
Von der Körpersprache her, ich finde ihn zum Kotzen. Wie gesagt, nach 5 Minuten gegen Pauli, aber Alter, der hätte mir nicht gegenüberstehen dürfen. Sag ich dir, wie es ist. So, das ist aber auch nur meine persönliche Abneigung gegen ihn. Der hat von mir trotzdem eine Note 2 gekriegt, weil er die 2 Tore gemacht hat. Aber deswegen weiß ich. Wie gesagt, ich kann nur die erste Halbzeit anführen, Alter. Ich kann nur die ganze Saison anführen. Ich kann die ganzen 5 Jahre anführen. Dieser Typ hat 100 Millionen bekommen. 100 Millionen von unserem Verein. 100 Millionen. Alter, wenn du dann diese 5 Jahre siehst, wir reden über absurde Summen im Fußball. Ja? Aber diese 5 Jahre, die Leistung, Alter, das war noch nicht mal die Hälfte wert. Sorry. Wenn der Typ 5 Millionen verdienen würde im Jahr, würde ich sagen, Leroy, ey, super. Du spielst genau das, was du kannst, was du verdienst. Top. Da kannst du 15 gute Spiele im Jahr machen. Kannst immer mal pendeln, mal Stammspieler, 2 Spiele, dann wieder 3 Spiele nicht dabei. Ey, perfekt. Dann sage ich gar nichts. Aber der Typ, der wird gehypt, wenn er ein gutes Spiel macht. Der wird sogar in die Nationalmannschaft eingeladen, obwohl er nicht zu sehen war in den letzten 15 Spielen beim FC Bayern. Und dann macht er einmal 2 Tore in einem Spiel, wo er noch nicht mal gut war. Der war nicht gut. Sorry, er war nicht gut. Er war in den 2 Szenen gut, weil er gut gestanden ist und das Glück hatte, dass er den Ball endlich mal vernünftig getroffen hat und nicht wieder, was weiß ich, welche Tänze er gemacht hat und irgendwo hingeschossen hat. Und gleich reden wir davon, er ist was? Diego Maradona oder was? Das ist eine Wurst, Alter. Eine absolute Verschwendung seines Talentes ist dieser Mensch. Sorry, ich kann es nicht besser ausdrücken. Ja? Stell dir mal vor, Michael Sternkopf wäre 5 Jahre so behandelt worden wie Leroy Sané. Weil Michael Sternkopf war auch ein außergewöhnliches Talent und hat es nie hingekriegt, das mal auf den Platz zu kriegen. Ja? Und das ist ein Leroy auch. Nur, dass ein Leroy 100 Millionen dafür kassiert vom FC Bayern. 100 Millionen! Und wir ernsthaft darüber nachdenken, nach 5 Jahren Kackfußball mit dem Menschen zu verlängern, weil er was? 2 Tore gegen St. Pauli gemacht hat? Junge, ey, kriege ich gleich nochmal richtig Puls hier. Junge, über was reden wir? Setz doch mal die Leistung von Leroy Sané in einem Verhältnis zu Michael Olise. Mehr brauche ich gar nicht argumentieren, Alter. Das ist eine Frechheit. Eine Frechheit, dass der im 5. Jahr immer noch das Bayern-Trikot trägt. Das ist Leroy Sané, Alter. 20 Millionen im Jahr. 100 in 5 Jahren. Für was? Für was, Alter? Boah, krieg ich Puls. So ein Drecksgelaber immer. Jetzt nicht auf dich bezogen, euch die, aber auf jeden. Nimm jeden Experten, Alter. Ich krieg zu viel. Das geht in meinen Schädel nicht rein. Das ist dasselbe wie Conny Leimer als Rechtsverteidiger zu sehen. Das ist 1:1 genauso hirnverbrannt. Junge, verstehe ich nicht. Geht in meine Birne nicht rein. Mann, 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 ey. Hammer. 100 Mille hat der kassiert. 100 Millionen. 100. Für was? Der hat zusammengerechnet in diesen 5 Jahren, wenn du alle Spiele nimmst, wo der gut war, kommt der nicht auf eine gute Saison. In 5 Jahren. Junge, Junge, Junge. Ey, da hat selbst Alexander Zickler, ja? Ihr seid alle alte Säcke, ihr kennt alle Alexander Zickler. Da hat selbst ein Alexander Zickler mehr gute Spiele in seiner Bayern-Karriere gehabt wie Leroy Sané bei uns. Und das heißt schon was, Leute. So, jetzt war mal eine Trapattoni-Rede, ne? Ich weiß, ihr wolltet das noch hören zum Abschluss. Ja. Habe ich es nochmal rausgehauen. Ja, und dann macht er die 2 Tore gegen Pauli, Alter. Das ist doch noch der Oberhammer. Gegen Pauli macht er 2 Tore. Junge, Alter.
Aber Harry Kane, der 500 Millionen Tore in der Saison schießt, da sagt man, der Harry Kane, ne, der schießt aber in wichtigen Spielen kein Tor. Aber Leroy Sané macht 2 Tore gegen St. Pauli, Alter, und wird gehypt, als wäre er Diego Maradona. Fällt mir ein Ei aus der Hose. Habe ich nicht schon mal in Wasser verschüttet. So ein Ding, Alter. Junge, Junge. Ja, es gab schon Spieler, die sind am Elfmeterpunkt ausgerutscht, ja. Junge, Alter. Deine Argumentation ist so löchrig wie ein Fischernetz, Alter. Junge, Junge, Alter. Aber ist ja schön, wenn du mit der Leistung von 5 Jahren von Leroy Sané zufrieden bist und du damit glücklich bist, dass er da sich 100 Mille für reingeschoben hat, dann ist doch alles gut. Ja, dann kannst du das fühlen, dann kannst du das feiern und dann ist das für mich fein. Ich sehe das so, wie ich es gerade gesagt habe und das muss dann für dich fein sein. Dann kommen wir nämlich auf den Nenner, dass wir auf keinen Nenner kommen und das ist doch auch gut so. Ja, aber wenn du jetzt Namen aufzählst, ja, den Zahn ziehe ich dir noch kurz, bevor ich hier Feierabend mache. Wenn du jetzt Namen aufzählst, wie Rensing, Kraft oder Janka, aber selbst ein Carsten Janka hat mehr bessere Spiele gemacht als ein Leroy Sané, die haben keine verfickte 100 Millionen in 5 Jahren verdient. Verstehst du den Unterschied? Verstehst du das ansatzweise? Anscheinend nicht. So, damit mache ich Feierabend. Leute, vielen lieben Dank für den Stream. Hat mir Spaß gemacht. Konnte jetzt noch mal ein bisschen ragen, ist schön. Konnte noch mal ein bisschen Arbeitsstress loswerden von dem scheiß Montag. Hat mir gefehlt. Sehr gut, Leute. Wir lieben alle Leroy Sané und wir pumpen ihn nächstes Jahr. Oli hat es gesagt, 15 Mille in den Arsch, damit er nochmal 4 Jahre bei uns rumdümpelt. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht wird er dann in den kommenden 4 Jahren nochmal seinen Torrekord von 9 Toren in einer Saison in der Bundesliga knacken. Ha? Das wäre doch was. Leute, wir sehen uns live nächsten Montag. Freitag wartet Augsburg. Schwieriges Spiel, aber da Leroy ja in Topform ist, ich werde jetzt mal hier für die ganzen Leroy-Lieblinge, ihr könnt in der Bayern-App tippe ich den Leroy als Torschützen. Er wird das erste Bayern-Tor machen, bin ich fest von überzeugt. Und vielleicht schnürt der Leroy nochmal einen Doppelpack gegen Augsburg, oder? Warum nicht? Kann er seinen Torrekord hochschrauben in der Bundesliga? Wäre doch mal was. Wäre doch schön. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Eine schöne Restwoche. Wir hören uns, wer Bock hat, Freitag auf YouTube, wa? In diesem Sinne. Tschüssikowski.